Damen und die Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Konferenz, die dem Entwurf des dritten Nationalen Wasserbewirtschaftungsplans gewidmet ist. Ich bin Jürgen Stolt und ich habe die Freude, Sie durch diesen Abend zu begleiten. Die Bilder, die wir eben im Video von Gerd Hennen gesehen haben, sprechen für sich. Intakte Wasserlandschaften haben einen enormen Reiz. Sauberes Grundwasser und ein guter Zustand der Fließgewässer sind Ziele, die jeder vorbehaltlos unterstützt. Aber sie zu erhalten oder wiederherzustellen, ist eine enorme Herausforderung. Ein wichtiges Instrument auf diesem Wege ist der alle 6 Jahre neu aufgelegte nationale Wasserbewirtschaftungsplan, der im Rahmen einer Richtlinie der EU von den Mitgliedstaaten erarbeitet wird. Der heutige Abend ist die erste Etappe einer öffentlichen Konsultation, die dem Entwurf dieses dritten nationalen Wasserbewirtschaftungsplans gilt. Die Konferenz richtet sich als Einführung an ein größeres Publikum. Weitere Diskussionsgruppen und Workshops für das Fachpublikum werden folgen. Wie sehen die kommenden etwa 1,5 Stunden aus? Als erstes wird uns Carol Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, begrüßen. Danach folgt eine Grußbotschaft von Veronika Manfredi, Direktorin Quality of Life in der DG Umwelt der Europäischen Kommission, die aus Brüssel dazugeschaltet ist. Die eigentliche Präsentation des Plans übernehmen Luc Zwang und Annemarie Reckinger von der Wasserwirtschaftsverwaltung. Der beigeordnete Direktor Dr. Luc Zwang wird die Herausforderungen benennen. Annemarie Reckinger wird die im Entwurf genannten Lösungen und Maßnahmen vorstellen. Im Anschluss an diese Präsentation haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bitte benutzen Sie dazu die Chat-Funktion. Aber bitte halten Sie sich relativ kurz, damit wir viele Fragen behandeln können. Wir werden im Hintergrund versuchen, die Fragen zusammenzufassen. Zur Fragerunde wird auch noch Dr. Jean-Paul Lickes, der Direktor der Wasserverwaltung, zu uns stoßen. Jean-Paul Lickes wird es dann auch sein, der zum Abschluss die nächsten Schritte der öffentlichen Konsultation ankündigen und die Konferenz abschließen wird. So, damit darf ich dann als erstes zu Carol Dieschbourg überleiten. Frau Dieschbourg, Sie sind seit 2013 Ministerin für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit und es handelt sich schon um den zweiten Plan, der unter Ihrer Verantwortung erstellt wird. Welche politische Botschaft verbinden Sie mit diesem Plan? Frau Dieschbourg. Vielmals merci, lieber Jürgen Stolz. Schönen guten Abend, die Damen, die Herren. Chère Madame Manfredi, je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter la bienvenue ce soir et de vous compter parmi nous. Et curieuse d'entendre votre message. Lieber Leuten, wie eine Botschaft verbunden ist mit dem dritten Bewirtschaftungsplan, der das den von Transparenz zusammen schaffen an Ambition. Eine gute Gewässerqualität, das bedeutet für mich eine gute Lebensqualität. Ein Leben ohne können den Grund abzudrehen, ein proper Grundwasser zu haben. Ein Leben ohne können an die schönsten Schwämmen an dem Land können zu sprangen, sie wird der Stau oder auch Baggerweihren zu remärchen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Also ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass man zurückgehen an eine Zeit, wo zu Lützeburg Dorfwasser nicht geklärt wäre und einfach an das Gewässer kommen wäre. Dafür ist es ganz klar, die nächste Message aus den von der Ambition Vielfalt von der Fauna, der Flora, von dem essentiellen Lebensraum Wasser zu erhalten. Weil nimmen, wenn es den Lebewesen rund um uns, an der Natur, an unsere Gewässer gut geht, da geht es doch als Menschen gut, weil wir sind ein Teil von dem Ganzen. Und dafür ist ein gesundes Zusammenspiel zwischen dem Mensch und seiner Umwelt von extremer Wichtigkeit. Das gilt ja nicht nur, und es geht uns bewusst an diesen Covid-Zeiten, wie eng der Lien ist vom Mensch mit der Natur, weil wir gesehen, wie eng der Lien beim Übertragen von Krankheiten ist. Das geht uns eben noch bewusst, indem wir so, wir müssen den Lebensraum von unseren Tieren, rund um den Lebewesen, die mit denen wir zusammen leben, respektieren. Aber man muss noch aufpassen, dass wir das Wasser, was wir alle brauchen, dass wir das mit Respekt behandeln und nicht verschwenden. Europa hat sich mit der Wasserrahmenrichtlinie 2000 ein ganz ambitiöses Instrument gegeben,
für europaweit die Wasserpollution zu reduzieren, eine nachhaltige Nutzung vom Wasser zu fördern, für den Zustand von unseren aquatischen Ökosystemen, also auch zum Beispiel als Fischgebiete, zu verbessern und den Effekt von den Überschwemmungen auf die Leute und den Effekt von Trockenheiten zu mindern. Wir sind dafür auch besonders froh, dass man einen europäischen Gast in der Hund, Madame Veronika Manfredi, die für die Europäische Kommission schafft. Aber sie ist auch heute auch als Präsidentin von der Rai-Schutzkommission. Und ich meine, das ist auch eine wichtige internationale Zusammensetzung, weil was wichtig ist, als die Wasserrahmenrichtlinie, das ist ein europäisches Projekt. All Land möchte natürlich seine Bewirtschaftungspläne, aber wir müssen Wasser eben auch über die Grenzen heraus denken, an einen guten Zustand erreichen wir dafür auch nimmen, wenn wir als Länder neben unseren nationalen Plänen auch zusammen schaffen, am Kader von unseren Anzugsgebieten, von den großen Flussgebieten. Und so ist eben noch Lützeburg Teil vom sogenannten hydrographischen Distrikt der Rhein-Meuse. Als Land engagiert sich dafür ganz aktiv und das werden wir auch weitermachen, internationalen Niveau, unter anderem auch an den verschiedenen Kommissionen, für das gemeinsame Ziel an Europa zu erreichen, und aber auch die Ambition hochzuhalten. Nach einem ersten Bewirtschaftungszyklus 2009 bis 2015, an einem zweiten Bewirtschaftungsplan, wie hat das richtig erwähnt, das war 2015 bis 2021, also bis das Jahr, also den zweiten unter dieser Feierung bei am Umweltministerium, wollen wir ich heute Abend zusammen mit der Wasserverwaltung das Projekt von dem dritten Bewirtschaftungsplan 4 stellen. Und an diesem Plan, den bis 22. Dezember 2021 soll fertig sein, stellen wir ich gerne die Instrumente dafür, wie wir heute zu Lützeburg eine gute Wasserqualität erreichen wollen. Der Plan ist ambitiös und ich kann nicht verraten, dass wir vom Niveau d'Ambition immer bei dem bleiben, was wir auch schon am ersten Plan gesagt haben. Wir wollen, und wir halten weiter darauf fest, dass wir wollen, dass das Gewässer an einen guten Zustand kommen und dass wir den Ambitionslevel beibehalten, den auch an der Kommission promoviert und propagiert wird. Es gibt Länder, die setzen die Ambition rauf, Lützeburg gehört nicht zu denen. Den Zustand von unseren Gewässern ist weit davon fort, für zufriedenstellend zu sein, gerade wenn wir uns auf die europaweit Vorgaben und Bewertungskriterien zum guten Zustand berufen. Das Kriterien sind, wie gesagt, ganz streng, notamment das Prinzip One Out, All Out, den nach an der Präsentation noch weiter erklärt wird. Das heißt, wenn ein Faktor schlecht ist, dann ist es am Ganzen schlecht. Das ist ein strenge Kriterium. Und aber, also mir wichtig zu sagen, dass man nicht Methoden vorstellen, die sich über die Jahre wirklich weiterentwickelt haben, wo man halt viel mehr genähen Blick auf das Gewässer haben, aber dass man so, ja, wir wollen den Defizit an. Lützeburg hat besonderen Druck auf die Gewässer, weil man einerseits von unserer Lage hier eben auf der Wasserschicht liegen zwischen Rhein und Meuse, durch schon mal Kleinbachen, durch schon mal eben Kleingewässer, was natürlich schlecht ist für Pollution zu vermindern durch viel Wasser. Sie reagieren also mehr empfindlich, das gilt sowohl für Trockenheit wie auch für Schadstoffe. Und auf der anderen Seite ist der Druck bei unserer dynamischen demografischen Entwicklung und aber auch der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung natürlich immens hoch. Da schwätzen wir unter den Spezialisten und der Hummer so mundisch und ich bin froh, dass da ganz viel heu sind, über Mehrfachbelastung. Mehrfachbelastung von den Gewässern aus dem Bereich von der Siedlungswasserwirtschaft, wie von der Industrie, wie von der Landwirtschaft, die stellen das eben für eine große Herausforderung und das an alle Bereiche, wo wir wollen schaffen. Wir sollen das wirklich nicht, auch wenn mal ein Parameter schlecht ist, decouragieren lassen. Also ich bin der Meinung, wir sollen wirklich an Zukunft gucken, mit Hofer zurückblicken, was wir alles an den letzten Jahren mit den Terrains, Leuten und Terrain, zum Beispiel der Verwaltung, der Gemengen, der Flusspartnerschaften, aber auch den Naturparken, den Naturschutzorganisationen, ONG und biologische Stationen. Ich könnte dann einen ganz Ritsch aufzählen, die am Gewässer, am Trinkwasserschutz tätig sind. Und dann natürlich nicht vergessen, Privatleute und Bauern zu erwähnen, was man alles mit denen an den letzten Jahren erreicht und das immens viel. Und dafür will ich auch heute profitieren von der Introduktion
allen Akteuren aus dem Wasserbereich schon mal großen Merci zu so. Und das spiegelt sich nicht immer an der Zustandsanalyse zurück. Mit mir gesehen, wenn wir genau gucken, was umgesetzt ging, als die Großdynamik, die um Terra waren, dafür will ich auch für Beispiele gehen, die das genau illustrieren, was in den letzten Jahren heute zu Lützeburg gelegt wird. Für ein paar Jahre ist zu Lützeburg nach ungeklärten Aufwässer an unsere größte Fluss und Mosel gelaufen. Von 2013 bis 2018 hat Lützeburg 6,2 Millionen Strafe und die Europäische Kommission bezahlen, weil wir die Aufwasserdirektive nicht respektiert haben. Mit 2010 sind Kapazitäten für Aufwasser zu klären, ob Einwohner Gleichwerte geguckt 22% an die Luft gegangen. An 2018 bezahlen wir auch keine Strafe mehr, das heißt, wir sind hautkonform mit dem, was Aufwasser aufgeht. Zweites Beispiel, Stickstoffanträge an die Gewässer von den Kläranlagen, die sind 2000 enttäuschend, also von 1700 Tonnen pro Jahr auf 900 Tonnen pro Jahr raufgegangen. Den Antrag aus der Landwirtschaft ist 10% raufgegangen. Auch da sind Erfahrungen gemacht gehen. Aus der Landwirtschaft kommen heute 77% von den Stickstoffanträgen. Das ist da an dem Bereich heute als größte Challenge. Mit dem Gesetz, dass man in allen Bereichen Fortschritt gemacht haben. Ganz viele Gemeinden haben an den letzten Jahren sowohl hier Trinkwasser wie auch hier Aufwasserinfrastrukturen massiv ausgebaut, abgebessert. An eine Aberzahl von Rückhaltbecken, Überlaufbecken oder auch getrennte Systeme für Aufwasser und Rehwasser sie gebaut gehen, sodass man eben nicht mehr durchgehen, wo man 24 Jahre Stunden, wo zum Beispiel nur Stärken Donnerwiederen ganz Trinkwasserquellen außer Betrieb sind. Aber wenn das geschieht, dass immer halt schnell am Hün eine bessere Chance für schnellere Abbredung zu kriegen. Dann meine ich ganz großen Schritt wird dieses Jahr Ende des Jahres fertig gehen, als die neue Seebass-Anlage, die an der Meer ist. Das ist ein großer Erfolg, den sowohl Staat wie Gemeinden machen, wo wir investieren an den Trinkwasserschutz zu Lützeburg. Besonders spricht mich natürlich auch, dass mittlerweile 90% von den Quellenbohrungen an Trinkwasser über Schutzzone-Reglemente entweder schon ganz protegiert sind oder an der Ausarbeitung sind. Und das ist eine Leistung, die an den letzten 5 Jahren von den Gemeinden mit der Verwaltung und am Ministerium, wo man wirklich die Leute immens viel Abblick geben, was das bedeutet. Wenn wir da gucken, was denn Erfolg ist, auch an einer rezenter Etude, die wir gemacht haben, wie viele Leute Brunnenwasser trinken, dann muss ich sagen, dass 3-mal so viele Leute regelmäßig Brunnenwasser trinken wie nach 4 Jahren. Und das ist ein großer Erfolg auch an die Confiance, die die Leute haben, dass sie heute Lützeburg stiefende Brunnen trennen und Brunnenwasser trinken. Da vielleicht auch zu den Gewässerrenaturierungsprojekten an den Bergen und an den Flüssen, auch die dürfen an den letzten Jahren konstant vorangetrieben. Der Kädinger Brill holt sich bei Schöffling, Ziel, bei Betzdorfer Röllen, Blees, zu Baraneburg, viele Chantien, die Haut gemerkt gehen am Bereich zum Beispiel von Projekt erschienen, du gibt kompensiert mit Renaturierungen. Dafür also so, dass man in dem Bereich wirklich auch etwas abweisen. Sonst hat das 2015 sind rund 24 Kilometer Bergen renaturiert gehen oder es sind Erbestände am Gangen. Nun auch rund 50 Bauwerke fürchtigängig gemacht oder sind am Gange gebaut zu gehen. Und ich meine, das aber ein Aberzahl für Sachen, die an Angriff geholt werden. Und nach ein Jahr, wir sind nicht perfekt, wir sind noch ganz weit vom guten Zustand, nur noch terribel heiß die 4 für uns. Und einfach, als wir als Karten angucken, sur place ganz viel an der Dynamik an am Gangen umgesetzt zu gehen. Gestern hatte ich die Chance mit der Equipe von der Wasserverwaltung dann noch die Stärkringkarten vorzustellen, die ein Teil von unserem Heichwasserkarten, Heichwasserrisikoplan und Strategien gehen. Auch da in dem Bereich kommen wir nur und nur weiter. Mittlerweile unterstützt das Ministerium, das gilt für die letzten paar Jahre, mit rund 90 Millionen pro Jahr die Gemeinden an ihre Projekte, die gegenüber der Wasserfonds ausgehen. Da sind wir am Vergleich zu der Periode bis 2013 von 60 auf 90 Millionen
am Jahr gegangen, die ausgegeben für aktiv Projekte am Bereich von Wasser an Spengen auch den Invest, sowohl auf staatlicher Seite wie auf der von den Gemeinden als an den letzten Jahren dummer extrem an die Flucht gegangen. Und dafür gesagt ihn auch, es ist vieles umlaufen. Wir gehen die größere Herausforderungen haben. Eine Herausforderung, die ich bisher noch nicht erwähnt habe, die aber ganz wichtig ist, an dem man nicht dürfen aus den Augen verlieren, das ist die Klimakrise. Die Klimakrise wird zu Lützeburg einen großen Impact auf das Gewässer haben. Sie wird durch Trockenzeiten, sie wird aber auch durch wieder extremer oder Hochwasser. Und auch das ist ein Teil, was verstärkt die Mehrfachbelastung von uns Gewässer. Für Grundwasser und Bächen an einen guten Zustand zu kriegen, sind also große Erfahrungen nötig, die prioritär Maßnahmen für den Gewässer Raum zu geben, durch Gewässerrandstreifen, für Fischdurchgängigkeit, die werden noch weiter gelten. Dafür brauchen wir Terrain, aber dafür brauchen wir eben auch Partner. Alle Wirtschaft am Land und eine biologische Kläranlage anzuschließen und auch eine große Kläranlage, die feiert Reinigungsstufe zu kriegen, auch das wird helfen, mit Mikropolluern umzugehen. Das ist einfach immens wichtig, dass man sowohl am Bereich von den Infrastrukturen an der Siedlungswasserwirtschaft, wie aber auch bei Anträgen, zum Beispiel von Pflanzenschutzmitteln oder Nährstoffen an das Grundwasser, an das Bächen schaffen, und dass man auch da oppassen, wo können wir auf was als Nutzung oppassen, aber wo muss man einfach auch vielleicht auf verzichten, und noch durch die Regierung schon Sachen an die Wege gelegt. Ich nenne Verzicht für Pflanzenschutzmittel, mit Hasachlor, mit Tolachlor, Diskussion hatten wir schon, Glyphosat, da sind wir ja auch in der Weg. Landwirtschaft ist kruzial für eine gute Wasserqualität, und dafür ist es so, dass wir an den letzten Jahren ganz viel Erfahrungen gemacht haben, für mit der Landwirtschaft zusammen und Trinkwasserschutz zu schaffen. Die Landwirtschaft produziert nämlich zwei Sachen auf ihrer Fläche, auf der einen Seite Lebensmittel und auf der anderen Seite aber auch Wasser. Ich meine, dass dadurch genau das ist, wo wir im Moment am Gange sind mit den Kollegen aus der Landwirtschaft über die neue Agrarpolitik zu schwätzen, für das der Wasserschutz seinen gebührend Platz an dem Bereich kriegt, wenn es um das neue Agrargesetz geht. Dabei ist mir wichtig zu sagen, dass wir wirklich nicht nur auf Obligationen setzen, Leute beschränken, aber dass wir auch müssen gucken, dass der Sektor so mit Beihilfen ausgestattet wird, dass die landwirtschaftliche Akteure und Bauern eben auch dafür bezahlt werden, was sie sich einsetzen für die Allgemeinheit und für eine gute Wasserqualität. Mir als Minister, die zuständig ist für Klima, Biodiversität, aber eben auch nachhaltige Entwicklung, wichtig, dass wir einen integrierten Approach hinkriegen. Dass alle Menschen und Terra versteht, von was wir schwätzen, dass wir transparent sind. Und dafür haben wir auch versucht, an die grossen neuen politischen Instrumente von der Umsetzung von Klima- und Naturschutz die Wassergedanken mit ranzubringen. Die fanden also Wasser sowohl am Klimapakt wie auch am Naturpakt, weil wir da versuchen, mit allen Akteuren Terrain zu schaffen. Weil wir brauchen nämlich eine lokale Verankerung von Wasserschutzpolitik. Wir brauchen Berater, wir brauchen Animateuren, und wir brauchen alle guten Leute, zum Beispiel an den Flusspartnerschaften, an den Gemeinden, auf den Syndikaten, die zusammen mit Ministerien, Verwaltungen, zusammen mit den lokalen Akteuren schaffen, für das wir den guten Zustand erreichen. Dafür ist die Ausschaffung von dem dritten Bewirtschaftungsplan auf eine partizipativ Art und Weise auch ein ganz wichtiger Schritt, für das wir sowohl verstehen, was die Herausforderungen sind, aber auch was die Lösungen sind, für die ambitiösen Ziele gemeinsam zu erreichen, weil Wasserschutz, das geht just zusammen, und die Lebensqualität geht aus alle Gute nun. Und damit sage ich ganz herzliche Merci, dass da den Abend so zahlreich, ich gesehen 92 Partizipanten heute, also so zahlreich dabei sind, und dass damit Willen austrägt, für mit uns zusammen und diesem dritten Bewirtschaftungsplan zu schaffen. Und damit sage ich merci an Kind zurück und den Herstand. Merci, Madame Dieschburg, für diese Einleitung ins Thema.
J'ai maintenant le grand plaisir de me tourner vers Madame Veronica Manfredi, la Commission européenne. Madame Manfredi est directrice qualité de vie au sein de la Direction générale de l'environnement et responsable, entre autres, du dossier qualité de l'eau. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. La parole est à vous. Merci beaucoup et permettez-moi tout d'abord, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, éminents participants et collègues, de vous remercier de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'avoir le privilège de me joindre à vous ce soir. J'aimerais aussi vous féliciter d'avoir justement lancé cette consultation publique sur votre 3e plan de gestion des districts hydrographiques. Cet état public, en fait, est un élément crucial pour une gestion saine et rationnelle de l'eau. Elle est inscrite intentionnellement, explicitement au cœur de la directive cadre européenne sur l'eau. Et pourquoi? Parce que pour réaliser des bons plans de gestion des bassins hydrographiques adaptés et pertinents, nous avons besoin d'une implication large, d'une collaboration solide, un réseau. Nous avons besoin de pouvoir échanger tant les préoccupations comme les idées et les solutions. En décembre 2019, vous le savez tous, désormais, la Commission a proposé les pactes verts pour l'Europe comme stratégie de croissance pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et améliorer notre bien-être et notre qualité de vie. Plus d'un an déjà, après le début de cette pandémie, nous restons convaincus, et c'est beau de constater que nous restons convaincus, pas nous, les fonctionnaires de la Commission européenne, mais les chefs d'État et de gouvernement, avec un appui politique vraiment majeur. Nous restons tous convaincus que l'approche du pacte vert reste les meilleurs plans possibles pour répondre aux défis mondiaux, pour aider l'Europe à sortir de cette crise et à la rendre plus forte face à d'éventuels rebondissements futurs, que vous le savez, ne sont pas à exclure, malheureusement. La raison en est que, par essence, les pactes verts pour l'Europe réintègrent résolument la nature à notre économie. Ils placent l'Europe sur une voie de croissance respectueuse des limites de notre planète. L'eau est littéralement partout dans les pactes verts. Les plans d'action zéro pollution pour l'air, l'eau et les sols que les collèges des commissaires européens s'apprêtent à adopter normalement la semaine prochaine visent à prévenir et à réduire la pollution des eaux et des océans et à faciliter la restauration de leur état. En complément de la stratégie pour la biodiversité vers 2030, la stratégie de la ferme à l'assiette, la stratégie d'adaptation au climat de l'Union européenne et les plans d'action pour l'économie circulaire, ces plans d'action pollution zéro permettra de lutter efficacement contre les menaces et les effets néfastes de la pollution. Aujourd'hui, nous avons une occasion sans précédent de reconstruire sur une meilleure base. Pour soutenir la relance, l'Union européenne met à disposition de tous les États membres un montant record de 1,82 trillion d'euros qui proviennent conjointement de la facilité exceptionnelle dédiée à la reprise et du budget traditionnel de l'Union européenne qui couvre, vous le savez, la période 2021-2027. Eh bien, cette période cruciale, 2021-2027, correspond exactement au prochain cycle des plans de gestion des bassins hydrographiques. Investir maintenant dans des projets relatifs à la ressource eau entraînera des multiples bénéfices en appui à la transition socio-économique et écologique équitable à laquelle nous aspirons tous. Nous avons besoin d'une eau suffisamment pure et en quantité satisfaisante pour répondre aux besoins de nos citoyens et de nos économies. Nous devons apprendre à devenir plus résilients pour faire face, et la ministre Carole Dieschbourg le disait tout à l'heure, au défi de l'eau, soit en trop grande, soit en trop petite quantité. La restauration de nos systèmes aquatiques aidera la nature à reprendre certaines de ses fonctions d'origine, telles que la protection contre les inondations,
les stockages de l'eau pour la saison sèche, l'épuration de l'eau, la capture et le stockage aussi des excès de gaz à effet de serre. Cela contribuera également à réduire les risques de pandémies futures. En fait, l'eau nous aide déjà très concrètement à gérer la crise actuelle. Et non seulement car elle nous permet d'accomplir les mesures d'hygiène des bases sans lesquelles aucune lutte contre les virus est possible, mais aussi car les monitoring des eaux usées nous permet d'identifier avec une bonne longueur d'avance sur les méthodes des tests traditionnels la présence du coronavirus et de ses variantes. La Commission a adressé une recommandation à tous les États membres le 17 mars dernier afin qu'ils intensifient leurs efforts à cet égard. Et je me réjouis du fait que le Luxembourg contrôle fréquemment la contamination des eaux usées par les Covid. Je me félicite également du fait que votre pays mène actuellement une campagne de sensibilisation, je comprends, à la consommation de l'eau du robinet, visant à accroître la confiance des consommateurs et à réduire l'utilisation du plastique. Et j'ai entendu du discours de la ministre que ça commence à donner des résultats bien encourageants. Il est dès lors important, dans le cadre de votre consultation publique que vous lancez aujourd'hui, de mobiliser tous les acteurs afin qu'ils prennent une part active aux efforts de relèvement, car ce secteur de l'eau offre un grand potentiel pour une croissance durable et la création d'emplois. Il n'y a pas de temps à perdre. Pour accélérer ces changements qui est nécessaire, nous devons travailler ensemble sur certains éléments clés. Tout d'abord, nous devons travailler davantage sur la numérisation, car la numérisation réduit les délais entre la collecte et le traitement des données sur l'eau et réduit la charge administrative. Nous avons aussi besoin des compétences plus vertes et plus digitales, parce que le traitement des données peut nous aider à cibler les actions là où sont les priorités clés. Donc, formation, éducation. Troisièmement, nous avons besoin de financement durable, car les investissements d'aujourd'hui ne doivent pas nuire ailleurs demain. Nous avons aussi besoin de recherche et de créativité, parce que certains des plus grands défis actuels peuvent amener à des solutions innovantes, conçues au sein de l'Union européenne, grâce auxquelles nous pouvons positionner notre expertise dans le monde. Les troisièmes plans de gestion des districts hydrographiques sont à la confluence de toutes ces pistes de réflexion et d'action. L'objectif est très clair: mettre le Luxembourg sur la voie pour parvenir à un bon état de ses masses d'eau avant la fin de cette décennie cruciale. Composé presque entièrement du bassin du Rhin, les plans de gestion luxembourgeois ont un rôle important pour le développement de ce bassin fluvial qui est symbolique de notre histoire commune. En fait, le programme Rhin 2040, qui a été adopté en février 2020, juste avant la pandémie à Amsterdam par la Commission internationale pour la protection du Rhin, a fixé des objectifs concrets vers lesquels tous les États riverains travaillent ensemble. Je pense entre autres aux objectifs de remise en état des plaines inondables, d'amélioration des conditions de migration des poissons, des réductions des micropolluants dans les masses d'eau. Tout cela est pleinement conforme aux approches européennes qui permettent même de les accélérer grâce à une approche intégrée qui est attentive à créer des synergies à travers toutes les différentes politiques européennes. Certains de vous le savent, j'ai l'honneur d'être à l'heure actuelle la présidente de cette Commission internationale pour la protection du Rhin et donc j'observe de près les développements concernant ces bassins qui ont été et sont à juste titre souvent un modèle pour de nombreux autres bassins fluviaux. Cela ne veut pas dire que j'attache moins d'importance au bassin de la Meuse, concernant une petite partie du Luxembourg, qui reste quand même aussi un bassin important pour nous, tout comme les autres bassins fluviaux, sans aucune exception. Je suis consciente qu'il existe au Luxembourg de nombreuses pressions sur l'environnement en termes de gestion de l'eau. La ministre l'a rappelé encore, la plupart des eaux de surface et souterrains au Luxembourg doivent encore faire des efforts pour arriver vraiment au bon état écologique et chimique.
Il est donc primordial que le Luxembourg fasse de son mieux dans ce troisième cycle de gestion des bassins pour accélérer, remédier ces situations et aller de l'avant vraiment avec élan. L'importance du moment ne saurait être suffisamment soulignée. À mon avis, l'attention politique sur la gestion de l'eau n'a peut-être jamais été aussi grande. Je vous encourage donc tous, chers participants, à soutenir avec détermination cette consultation publique par vos propositions. Vous avez déjà accompli de nombreux efforts d'amélioration. Je les ai entendus aussi dans les mots de la ministre. Toutefois, c'est maintenant, vraiment, c'est maintenant votre tour d'apposer votre marque et d'être les moteurs d'un changement durable de cette ressource trop longtemps prise pour acquise. Merci beaucoup et surtout, restez en bonne santé. Encore merci. Un grand merci, Madame Manfredi, pour cette Intervention passionnante. Nach diesen beiden Einleitungen begrüße ich jetzt Dr. Luc Zwang, den beigeordneten Direktor des Wasserwirtschaftsamtes. Er wird uns einen Überblick geben über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und danach erläutern, was sich seit 2015 getan hat und welche Herausforderungen sich stellen. Das Publikum bitte ich, also falls Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihre Fragen in der Chatfunktion uns zuzusenden. Die Chatfunktion finden Sie rechts unten auf Ihrem Computer und senden Sie uns doch, wenn im Laufe des Vortrages, der Präsentation Fragen aufkommen, bitte senden Sie sie uns zu. Herr Zwang, es ist an Ihnen. Ja, vielmals merci an noch schöne guten Abend von mir. Ich hoffe, ihr seht meine Präsentation. Ich mache es nach auf den ganzen Ekran. Ihr seid denn alles? Ja, wunderbar. Okay, tipptopp. Dann sage ich merci et alle gut für ein Interesse an dieser Präsentation teilzuholen. Ich werde, wie gesagt, ein bisschen auf den Entwurf vom dritten Bewirtschaftungsplan ragoen, was tun wir Resultate gesehen von den letzten Arbeiten, die wir gemacht haben, und was ist die Situation aktuell, aber wie sehen die Herausforderungen aus für die Zukunft, auch für diesen nächsten ganz wichtigen Bewirtschaftungszyklus, wie Madame Minister und Madame Manfredi da doch schon an ihren Messagen gesagt haben. Die ominöse Direktiv Cadre sur l'eau, von dem immer geschwärzt wird, die ist schon 2000 in Kraft getreten, und zwar den 22. Dezember 2000. Und das ist auch der Grund, für was wir an der Direktiv Cadre immer an denen mit dem Datum vom 22. Dezember schaffen. Das ist immer den Datum, wo ein neuer Bewirtschaftungszyklus angeht, den Tag, auf dem der definitive Plan AKS muss publiziert gehen, wie Direktiv das vorgesagt. Und das ist ein ganz wichtiger Grundlage für eine einheitliche gemeinschaftliche Wasserpolitik an der EU. Und wie das doch schon gesagt ging, das Wasser kennt keine Grenzen, und dafür muss man in der EU eben genau zusammen schaffen, für als Gewässer einen guten Zustand zu kriegen. Und das ist auch das, was die Wasserrahmenrichtlinie vorschreibt. Sie geht als alle Guten an der ganzen EU Ziele für, nämlich der Erreichung vom guten Zustand bis 2015. Das ist das sogenannte Zielerreichungsgebot. Und sie gesagt aber auch natürlich Möglichkeiten, das Ziel zu verlängern, mit jeweils an den Zyklen von 6 Jahren. Und sie schreibt eben auch eine angepasste Gewässerbewirtschaftung für, weil alles das, was wir in unseren Gewässern machen, darf nicht dazu führen, dass es eine Verschlechterung gibt. Das heißt, eine Autorisation oder eine Arbeit in einem Gewässer darf nicht dazu führen, dass der bestehende Zustand nach verschlechtert gehen. Das ist das sogenannte Verschlechterungsverbot. Und dafür muss alle 6 Jahre ein Bewirtschaftungsplan gemacht gehen, an ein Maßnahmenprogramm, den einfach sieht, ob wer den sich an den nächsten 6 Jahren fokussiert, für eben en vue von dem guten Zustand zu schaffen.
was tun wir da schon erreicht seit dem Maßnahmenprogramm von 2015 auf der Grafik gesagt, die Devolution von den Ausgaben, die über den Wasserfonds gemacht sind, seit dem Inkrafttreten von der Direktivkadre an ihrer Umsetzung auch Lützeburg recht gesagt, dass wir am letzten Zyklus an einen Vitesse de Croisière kommen sind von Investissementen, die wirklich hoch ist. Mit den Investissementen konnten 9 neue Kläranlagen gebaut gehen. Es goufe 6 Kläranlagen vergrößert, insgesamt für über 200.000 Einwohner Gleichwerter. Wir goufe noch 250 Mesuren an der Kanalisation gemacht. Es goufen Reen-Iwerlaufbecke gebaut, und dummer da verhindert, dass das Mischwasser gif iwwerläfen. Wir haben op enger Länge von ungefähr 14 Kilometer Renaturierungen durchführen können, an auch ein ganz Ritsch von Durchgängigkeitsmesure gemacht. An wie auch schon von der Madame Minister gesagt sind, haben wir auch 42 neue Trinkwasserschutzzonen unter dem Grundwasserfassungen ausgewiesen, an eben auch ganz rezent am Stauseegebiet. Ich will aber pur konkret beispielerweise für zu erklären, wie das ganz funktioniert. Und da sieht ihr auch schon ein bisschen, ob wert die Mesuren Einfluss haben, auf wie sich das ja noch an der Bewertung kann niederschlagen oder nicht. Hier ist ein Beispiel aus dem Siedlungswasserwirtschaft, wo wir typisch 2 kleine Ortschaften haben, wo es nach just mechanisch Kläranlage gouf, und noch just den einfache Reen-Iwerlauf von der Kanalisation. Das heißt, dass bei einem starken Rehen oder bei einem schon einem mittleren Rehen als die gesamte Kanalisation übergelaufen, und dann das Wasser unbehandelt an Beschröder Bär in diesem Fall kommen. Das heißt, wir hatten eine hohe Kohlenstofffracht, wir hatten eine hohe Stickstoff- und Nährstofffracht, was natürlich ganz schlecht ist für Gewässer. Am Maßnahmenprogramm 2015, also für den zweiten Bewirtschaftungsplan, goufen da eine Reihe Mesuren, die festgesetzt werden. Ein Reen-Iwerlaufbecken soll gebaut gehen an den zweiten nach mit einer Pumpstation. An ganz wichtig, eng Kläranlage beschrot wohl das gebaut gehen für 850 Einwohner Gleichwerter, die eng biologisch Kläranlage ist. An dummer da kommt den alt mechanisch Kläranlagen wäsch geholt gehen op dem Strang, an net kom auch zu viel Manner Iwerleef vun der Kanalisation am Rehfall. Dat huet dat lo brucht, wann ich da gucken, Zustandsbewertung laut Direktivkader, op de ich auch nachher no enke zurückkommen, die weist he bei den Nährstoffzeiger Orthophosphat, Phosphor total, Ammonium, Nitrit, waren wir 2015 an einem schlechten Zustand, dem Gielen. Nur der Umsetzung von der Mesure wurde ich schon ganz sehr gemerkt, dass es an die richtige Richtung geht, an die 100 gepackt, an diesem Fall für Orthophosphat, Phosphor total, Ammonium, Nitrit, mittlerweile die guten, für Nitrit sogar den Grenzwert vom ganz guten Zustand zu erreichen. Es gesagt aber auch, dass für den Nitrat wir weiterhin am schlechten Zustand sind. An diesem Fall erklärt sich dat, wir hatten zwar eine Reduktion durch die Darbechten auf der Kläranlage, aber die geht nicht durch, für den Säu vom guten Zustand zu erreichen. Und an diesem Fall ist es doch so, dass du nach ein Nervenarm gibt, oder ein Zufluss gibt, den eine ganz hohe Nitratfracht Matze springt, wo kein Kläranlage drin geschlossen ist, wo die Quelle als diffuser Pollution oder diffuser Auswäschung aus dem landwirtschaftlichen Bereich könnt. Und das heißt, das ist eben ein ganz gutes Beispiel von den Mehrfachbelastungen, die in denen als Gewässer betroffen sind. Ich gesagt, per Foto wird alles da gemacht ist. Ich hatte noch vergessen zu sagen, die ganzen Mesuren haben einen 7 Millionen Euro Investiment bedeutet. Ein anderes Beispiel aus der Aufwasserbehandlung, als wenn ich den Lauf von der Ulzucht gucke, du hast über die ganze Distanz seit 2006, ich gehe da ein bisschen wie weit zurück, also auch schon den ersten Bewirtschaftungsplan nach Matt. Da goufen Kläranlagen Beeteburg, Kopplcht, Beggen an Hesper moderniséiert a vergréissert mat ihrer Kapazität. An eng neue Kläranlage zu Dondel gouf gebaut. Am Miersch gouf och vergréissert an moderniséiert.
die Gesamtarbeiten haben dann als erlaubt, von den Ammoniumwerten an der Ulsicht von 1,8 Milligramm pro Liter, mehr wie der Zinkfach von dem Grenzwert aus für den guten Zustand, den mit der geringer Linien durchgestellt, als ob Wert zu kommen, den eigentlich schon ganz nur drunter könnt, aber wo man ganz optimistisch sind, dass man weiteren, wenn man nach bisschen und den Reniverlauf Becken Verbesserungen hinkriegen, dass man dann eben effektiv auch da konstant ändert den Wert, den Grenzwert können kommen. Das weist eben, dass die Mesuren effektiv auch durchaus eine große Wirkung können haben. Sind da noch die Bauwerke an du gesagt dann noch, dass du ganz viel auf den Kläranlagen geschieht, dass die ganz stark evoluiert für die strengen Grenzwerte eben noch können anzuhalten, wie sie da doch müssen, für das Ziel können zu erreichen. Im Bereich der ökologischer Durchgängigkeit, das sind nur Mesuren aus der Hydromorphologie, wo ich auch zwei Beispiele werde weisen, da den das in der Schweizer Ehrenzeit zu Wald billig, da gibt es so kleinen Aufsturz, das sagt noch nicht nur viel aus, das feiert aber auch dazu, dass es den Aufsturz von ungefähr 50 cm gibt, dass den nicht passierbar ist für Fisch oder für Makroinvertebraten, an das auch der Sedimenttransport gesteuert ist. Das hat aber direkten Einfluss auf die Qualität auch von der Biologie an dem Gewässeraufschnitt. Mit einer relativ kleinen Mesure, die auch du am Bereich von 30.000 € war, konnten die Anengung vom Gewässerlauf weggeholt gehen, für allem auch die Aufstürze, sodass man da konnten immer ganz naturnahen Verlauf von der Bären zurückkommen. Hat eben ermöglicht, dass sich Sturm auch Laichplätzen aussiedeln, dass es unterschiedlich Lebensbedingungen geben für die Biologie, weil eben ein ganz wichtiger Faktor ist, für du auch an der Bewertung besser zu gehen. Ein anderes Beispiel von einer Durchgängigkeitsmesure als Teilgeberg zu Source. Hier war ein Transon, den eigentlich komplett oder mehr oder weniger komplett verrauert war und dadurch gar nicht mehr durchgängig war. Gouf ganz abgelöscht über 250 Meter, gouf ein Strömungslenker angebaut, es gouf Bereiche mit Totholz gelöscht an all die Mesuren. Das war natürlich ein bisschen mehr Aufwand für die Reha wegzuholen. Das war für ungefähr 320.000 € als Mesure. Mir hat aber erlaubt, an dem Wasserkörper oder an dem Aufschnitt direkt eine Verbesserung an 2 Klassen an den hydromorphologischen Kriterien hinzukriegen. Und dann ein paar Beispiele, was sogenannten übergeordnete Mesuren sind, wie Direktiv das nennt. Das sind reglementarisch Mesuren, die noch nicht lokal beschränkt sind, mit die eben die eine Envergure haben. Ein Beispiel vom Verbot oder der Ausschränkung von den Pestiziden Methazacloran, Metolachlor geholt. Du seid ganz klar auf der Ritzer Grafik, dass nur eine Zeit, nachdem es verboten ging oder die Verwendung stark eingeschränkt ging für den Methazachlor, dass du die Werte am Grundwasser signifikativ raufgegangen sind, an dem auch unter den Schwellewert kommen sind, für einen guten Zustand können auch dort zu erreichen. Andere Beispiele von so Mesuren sind eben auch die Förderung von wasserschonenden Kulturen, die Reduktion von den Nährstoffanträgen, eine nachhaltige Bewirtschaftung, mechanische Unkrautbekämpfung, alles das sind sogenannte übergeordnete Maßnahmen, wo wir probieren, die auch an den Schutzzonen zusammen mit der Landwirtschaft auch weiterzubringen, für da eben auch Verbesserungen an der Qualität hinzukriegen. Von den Schutzzonen ist schon paar Mal geschwärzt gehen. 42 sind da ausgewiesen am Grundwasserbereich, 12 sind da aktuell an der Prozedur. Ein ganz neues Stauseereglement publiziert, dann tun wir da eben auch erkraft an aufgeschlossen. Das möchte eben, dass man aktuell 90% von den Zonen, die als Trinkwasserressource durchstellen, unter einem Schutz haben. Bei der Situation haut, weil ein Ritsch von
Beispiele, da will ich darauf eingehen, was dann auch die Bewertung nur den 6 Jahren gemäß den Kriterien von der Direktiv agin hat. Und da ist es wichtig zu sagen, es gibt eine Bewertung sowohl von den Oberflächen, Gewässer, wie von den Grundwasser, Körper. An die Zustandsbewertung unterscheidet sich an den zwei Fällen liegt von den Nähen. Am Fall von den Oberflächengewässer also beruht es auf der Bewertung einerseits von einem ökologischen Zustand und vom chemischen Zustand. Und am Grundwasser beruht es auf der Bewertung von der quantitativen Zustand und vom chemischen Zustand. Und dabei könnt dann nach die Applikation vom One-Out-All-Out-Prinzip, wie doch schon ein Kehr angedeutet ging, die bedeutet eben, die sieht eben, dass den schlechtesten Faktor, den aus den der Gesamtzustand bestimmt. Am Beispiel vom Oberflächengewässer, an den ökologischen Zustand schlecht das an den chemischen Zustand gut, da geht aber der Gesamtwasserkörper als schlecht angestuft. Eben, weil der schlechteste, den tiefsten Parameter als Kriterium geholget. Ja. Da das eben für die Gesamtbewertung der Fall, und das auch für die Bewertung von den einzelnen Innerkriterien der Fall. Ich erkläre mich. Das heißt so Beispiel vom ökologischen Zustand am Oberflächengewässer. Da gibt es Kriterien von der Biologie und Kriterien von der Physikochemie. Und auch hier gilt das One-Out-All-Out-Prinzip, das heißt, die schlechtesten Qualitätskomponent, die gibt den Ausschlag, wie der Biologieindikator ausfällt. Wenn ich heute Beispiel hören an der Biologie, die Biologiebewertung setzt sich zusammen aus einem Indikator vom Phytoplankton, das heißt mikroskopisch Lebewesen, die Photosynthese betreiben, dem Diatomenindex, Makrophyten, das sind heiger oder Niederpflanzen, die aber mal bloß erkennbar sind. Macrozoobenthos, das sind wirbellos Tiere an de Fisch. Und auch da sind die schlechtesten Kriterien den Wert für den Biologieindikator. Und das sehen wir auch das sehen wir hier ein bisschen am Detail, was das heißt für als Oberflächenkörper. Das auch gesagt geht Methodik, wie die Parameter bewährt gehen, die evaluiert natürlich auch für eine Mesure von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber eben noch von der Zusammenarbeit auf europäischem Niveau, wo Kriterien immer weiter entwickelt gehen und dann eben für die nächsten Bewirtschaftungspläne auch appliziert gehen. Wir haben noch also Monitoring für allem auch an der Biologie, für allem bei den Fischen an den letzten Jahren wesentlich ausgebaut, dass wir viel mehr Donnerien haben. Aber wenn ich dann nur auf denen Donnerien von der letzten Bewirtschaftungs Phase gucken, da sehe ich zum Beispiel, dass Fisch quasi auf allen Wasserkörper schlecht oder mäßig bis unbefriedigend klassiert sind. Und das führt dann dazu, dass den ökologischen Zustand durch die Biologie eigentlich überall maximal mäßig kann sein. Ich sehe aber auch, dass die anderen Indikatoren ein ganz rutsch oder bis zur Halbstund von den Wasserkörper gut oder ganz guten Zustand tun. Das heißt aber, das weiß eben, dass wenn ich Lohai erfahren man, ob den richtigen Aufschnitt da für den Fisch an den besseren Zustand zu kriegen, dass dann der gesamte biologische Parameter auch an den gut kann kippen, ob denen Gewässerkörper. Dafür gibt es Verbesserungen, die wie ich sie für bei der Beschröter Berg zum Beispiel gewesen habe, wo ich von 4 von 5 Nährstoffparameter an einen guten bis ganz guten Zustand kriegen, schlägt das nicht an der Gesamtdurchstellung durch, obwohl aber wirklich schon ganz viel gemacht ist, also dann die ganz wirklich an die richtige Richtung geht. Erst daneben die Gesamtbewertung dann für den ökologischen Zustand von den Oberflächengewässern du gesagt, dass kein am guten ökologischen Zustand ist. Wie schon gesagt, es gibt da ganz rich, wo vielleicht ein oder 2 Parameter sind, die
die nach muss verbessert gehen. Gehen dann nach 6 Oberflächekörper für die Bewertung dann nicht ganz aufgeschlossen ist. Das wird aber auch für den definitive Plan fertig sind. Da sind nach Messungen gelaufen. Was sind die Ursachen für den Constat, den wir gemacht haben? Das ist ganz viel strukturell bedingt vom Gewässer, das schon angesprochen ging, auch von der Madame Minister. Fehlende Gewässerrandstreifen, fehlende Bereich, wo das Gewässer sich kann frei entwickeln und dadurch eben auch hier seine eigene Reinigungskraft, wie man Fredi gesagt hat, auch abzubauen und zu garantieren. Gleichzeitig durch Aufsturz oder auch wenig oder betoniert Bergblätter fehlen Habitate, die Fleißkonditionen sind nicht richtig, es gibt keine Gleichplätze für die Fische. Das sind alles Sachen, die an den Nähe greifen. Und eben gerade wenn ich weiß, aus den Slide von vier drunter, dass Fisch aktuell eigentlich die schlechtesten Parameter bei der Biologie sind, weiß das, wie wichtig es ist, dass man an den Bereichen weiterkommen, für den Klick hinzukriegen. Eine andere Weiterpression, das sind nach diffus Anledungen, sehr wird aus der Landwirtschaft, sehr wird eben aus den Überleben von der Mischkanalisation oder auch nach zum Teil aus kommunale Kläranlagen, die eben nach einem mechanischen System funktionieren, an dem was auch an der Industrie, wo sie bläht, nach müssen Mesuren auch geholt gehen. Da kommt ich hatte ja gesagt, den Zustand vom Oberflächengewässer wird geguckt aus dem ökologischen Zustand an aus dem chemischen Zustand. An der Teil ist das Beispiel vom chemischen Zustand, wie geht die bewährt, man die wird bewährt anhand von einer Liste von 45 prioritären Substanzen, an die Substanzen löscht, die also auf Niveau von der EU mit den Memberstaaten selbstverständlich festgelöst gehen, und noch passend zu allen Substanzen der Grenzwert den anzuhalten ist. Bei unserer Bewertung haben wir festgestellt, dass wir von den 45 Substanzen für 5 Substanzen Überschreitungen zum Teil just teilweise haben, was wir aber gesehen haben, dass wir eigentlich quasi auf Allwasserkörper Überschreitungen durch polyaromatische Kohlewasserstoffe an insbesondere daraus auch den Fluoranthen gesehen. An Hai kommen wir dann noch ein bisschen an Grenz von den Mesuren, die lang über Wasser wirtschaftlich Mesuren können geholt gehen, weil mit den Hauptantragsfahrt von den Substanzen aus atmosphärischer Deposition, und da kann ich relativ wenig natürlich mit ziblierten Maßnahmen machen. Gehen wir in eine Richtung mehr Elektromobilität zum Beispiel, weil die Substanzen aus unvollständiger Verbrennung kommen, kann ich natürlich auch eine Verbesserung erreichen. Mit das kann, die ich kann allein über wasserwirtschaftliche Methoden zum Beispiel umgehen. Wo es punktuell Probleme gibt mit den Substanzen, haben wir selbstverständlich auch die Möglichkeit zusammen bei Altlasten Problematiken mit der Umweltverwaltung dort zu gucken, eine Lösung zu finden. Wir noch mit Pont et Chaussee sind wir Weg für verschiedene Treatmenten für Aufleben von vielbefahrenen Straßen oder Autobahnen anders das zu trätieren, für ein bisschen zurückzubehalten. Aber wie gesagt, den atmosphärischen Antrag, ob die selber können wir nicht direkt abwirken, du brauchst weiter übergeordnet auch Mesuren an Evolutionen, dass du eine Verbesserung weiter kann gehen. Der Mensch nach sehr einen Blick auf Grundwasser. Zuletzt haben wir eine Anteilung an 6 Grundwasserkörper. Alle 6 sind sie am guten quantitativen Zustand. An 3 von den 6 sind noch am guten chemischen Zustand. Das bedingt, dass der 3 am schlechten chemischen Zustand sind, und durch die One-Out, All-Out heißt das, dass 3 Grundwasserkörper an einem insgesamt guten Zustand sind, und 3 an einem insgesamt schlechten Zustand. Und Grund für den Nicht-Erreichen vom guten Zustand ist an den jeweiligen Grundwasserleder die Überschreiten von entweder Pflanzenschutzmitteln an oder auch Nitratwerte an den jeweiligen Bereichen.
ist natürlich eng Diffuspollution den Verursacher. Wie gesagt, der guten Zustand als zuletzt bestanden erreicht. Wir haben gesehen, dass viele Wasserkörper mehr wie eng Belastung viel leid, aber dafür eben müssen auf viele Plätzen schaffen, für Richtung von dem guten Zustand zu kommen. Dass aber eben noch Mesuren greifen und noch Resultate erweisen. Wir haben aber auch gesehen, dass das mal Verzögerungen bei der Umsetzung von geplanten Maßnahmen hatten, die wir schon am letzten Bewirtschaftungsplan 4 gesehen haben, die aber leider nicht konnten umgesetzt gehen. Der größte Problem ist hier natürlich die Disponibilität von den Flächen. Wenn ich Renaturierung so, wenn ich Durchgängigkeitsmesure so, und dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr Platz beim Gewässer, und da brauche ich den Terrain. Ich muss also mit den Proprietären einen Weg finden, für auf den Weg können zu gehen. Und das führt eben zu relativ langen Aufstimmungsprozeduren, langen Verfahren, bis die Mesuren können umgesetzt gehen. Aber sie sind aber umso mehr wichtig, weil wir gesehen haben, dass wir eben gerade da müssen ergreifen. Dann gibt es aber auch etwas mit einer gewissen Verzögerung von der Wirkung von den Maßnahmen. Wenn ich in Gewässer renaturiere, verschiedene Organismen, die siedeln direkt sich da an, bis aber die gesamte Spektrum, den ich brauche, für das so ein Indikator an den guten Zustand baskuliert, sich da angesiedelt wird, also sich da wohlfühlt, da brauche ich dann Zeit. Aber wir gehen natürlich auch nicht an unserem Monitoring aus Ressourcengründen können wir nicht all Jahr überall messen, wir haben einen Zyklus, wo wir all 3 Jahre einkommen müssen, sodass wir auch können, entweder zu no und der Realisation bei einer Mesure gemessen oder vielleicht auch recht nach gar nicht nur einer Realisation. Und dafür gesagt, die Umsetzung und Resultat auch nicht immer direkt. Bei Renaturierungsprojekten, final, wenn sie ein bisschen wie groß sind, du hast natürlich auch noch immer eine gewisse Akzeptanzproblematik. Du, für was bringt das, was soll das? Das seid ja aber vielleicht nicht schön aus für verschiedene Leute. Aber ich meine, das ist einfach da, wo wir alle Götten zusammen, und wo wir auch schon viel zusammen erreicht tun, aber eigentlich, wo wir noch weiter müssen umsetzen, weil das eben oft ein Trigger ist, für eben die Flächen mobilisiert zu kriegen. Und da gibt es natürlich auch Konflikte mit, oder Herausforderungen aus anderen Bereichen. Das auch schon gesagt, die demografische und ökonomische Entwicklung vom Land. Die hat natürlich einen Einfluss, wie viel, dass ich auch mit den Kläranlagen immer weiter muss, weiter Größe los, weil sonst komme ich Montana treffen an die Resultate, die ich lo erreicht und die verlieren dann ihre Wirkung an. Ich erinnere an Verschlechterungsverbot, das können wir auch nicht so lassen. Die Sache muss man auch immer gleichzeitig mitdenken, weiterentwickeln. Und selbst doch verschiedene ökonomische Entwicklungen bedeuten natürlich auch an Umständen ein anderes Prälelement von Wasser. Und da muss ich gucken, ob das kompatibel ist mit dem Zustand vom Grundwasser, der quantitativ ja noch gut ist, wie ich gewiesen habe, mit dem darf auf keinen Fall schlecht gehen. Oder aus der anderen Seite, wenn ich den aus dem Oberflächengewässer hole, muss ich natürlich auch da gucken, verträgt das Wasser auf der Platz nach so ein Prälelement. Und dann sind ich durch mit meinem ersten Teil von der Präsentation. So nicht mehr. Merci, Herr Zwank. Wunderbar. Angesichts der jetzt hier umrissenen Herausforderungen, welche Lösungen, welche Maßnahmen schlägt der Entwurf des 3. Nationalen Wasserbewirtschaftungsplans vor? Das wird uns Annemarie Reckinger jetzt erläutern. Madame Reckinger. Ja, vielmals merci, Herr Stolt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja, wunderbar. Okay, super. Naja, ich bin dann Marie Reckinger und ich versichere mich an relativ schneller Zeit, weil mir manchmal mir hängt schon ein bisschen an der Zeit, das heißt, ich versichere mich nicht so lang abzuhalten, weil wir gingen ja noch gerne mal die Fragen diskutieren. Ich will feststellen, was sind dann am Anfang halt Lösungen auf die Problematiken, die schon angeschaut wurden. Und die hat verschiedene Sachen wahrscheinlich
lo nachher, weil es wirklich in an den Nähe greifen also verschiedene Sachen und dafür spiegelt das sich natürlich auch bei den Maßnahmen, die wir eben umsetzen wollen. Hier sieht auch ein paar flott Beispiele, das ist als Ziel, dass wir es nachher für uns anhalten. Wo wollen wir hinsteuern? Und wie soll das, wenn wir langs die Gewässer spazieren gehen, wie soll das aussehen, für das wir, wenn wir den guten Zustand erreicht tun? Der Luc Zwankheider ist schon ein Positivbeispieler gewesen an den ersten zwei Bewirtschaftungszyklen, die mal lo, also den zweiten haben wir ja global 100 als schon ganz viel geschafft gehen, sie ganz viele Maßnahmen umgesetzt gehen, mediot gesehen, du kannst da aus denen, es läuft einfach noch immer viel zu schaffen. Was wir lo gemäht haben für den dritten Zyklus ist, dass wir als Maßnahmenprogramm, den wir für den zweiten Zyklus erstellt haben, nach ein Jahr noch geguckt haben und lo als nachher ganz konkret Gedanken gemäht haben, was muss dann wo gemäht gehen, für das wir aber so schnell wie möglich den guten Zustand erreichen können. Und hier an dem Tableau seht ihr das Beispiel von den Maßnahmen am Bereich von der Siedlungswasserwirtschaft und von der Hydromorphologie. Du seht ihr, dass wir 2015 hat man an denen zwei Bereichen schon ganz viel Maßnahmen vorgesehen und ihr seht auch, wie viele Maßnahmen umgesetzt wurden, respektiv am Moment noch an der Umsetzung sind. Und an der letzten Kolonne wollte Maria weisen, wie viele neue Maßnahmen da an diesem Entwurf vom dritten Maßnahmenprogramm dabei kommen sind. Bei der Siedlungswasserwirtschaft sind da 240 Maßnahmen, wo man festgestellt haben, weil eben noch zusätzlich gemäht muss gehen. Aber bei der Hydromorphologie ist es so, die 2134 Maßnahmen, die sind in Italik geschrieben, weil das nicht komplett neue Maßnahmen sind. Das sind zum Teil Maßnahmen, die schon vorgesehen waren. Wir haben uns eine neue Grundlage geben, auf der wir das Aufleden von den Maßnahmen basieren. Und dafür ist ein direkter Vergleich nicht so möglich. Ich werde auch noch kurz darüber angehen, wie wir da vorgegangen sind. Und das ist für euch zu sagen, den Entwurf vom dritten Maßnahmenprogramm selbst wie die letzten zwei. Den besteht aus verschiedenen Teilen. Und ein Teil, den wir euch am Nachhinein ein bisschen mehr genau werden vorstellen, das sind die Sachen, die an unserem Maßnahmenkatalog vorgesehen sind. Das sind insgesamt 197 Maßnahmenarten für verschiedene Themenbereiche vorgesehen. Also erfeiert nicht, wir werden erst nicht alle am Einzelnen vorstellen, wir haben verschiedene herausgepickt. Als ersten Themenbereich oder Block wollte ich euch den Bereich von der Hydromorphologie kurz vorstellen. Heute sieht ihr abgelöscht verschiedene Sorten von Maßnahmen, die wir eben vorgesehen haben. Und dann wollte mir eine Idee geben, wie viel sind da wirklich vorgesehen, für das einfach ein bisschen besser Bild kriegt, was dann eben zu machen ist. Heute ist dann nachher die Gesamtzahl von Maßnahmen, die vorgesehen sind, das sind die 2134. Das sind dann natürlich ganz viel. Und die Maßnahmen, die sind natürlich auch mit einem gewissen Kostenfaktor verbunden. Das, ja, ihr wisst, das kann eben nicht immer alles gratis machen. Bei der Hydromorphologie, also da war so, da haben wir geguckt, also 2000 Maßnahmen sind da natürlich viel. Wir haben eben geguckt, für auch Klangmaßnahmen 40 gesehen, wohin hast du nicht ganz viel muss machen, mir vielleicht just dabaren Ustoß gehen, für dass sie sich selber entwickeln könnt. Und du hast dann nicht, dass in meinem Bagger direkt auf Platz wird und du ging schaffen, mir wirklich, dass ich versucht auch mit Klangen und Kasten günstige Maßnahmen ein Maximum von Resultat zu erreichen. Lo wollte ich euch aber vielleicht noch ein bisschen kurz vorstellen, die verschiedenen Sorten, dass er vielleicht noch besser gespielt auf hier kriegt, wie wat machen wir da, die wir hat. Vieles ist schon gesucht gehen. Als Bachen sind ganz oft nicht mehr an einem naturnahen Zustand, weil eben am Laufe der Zeit der Mensch Wasser genutzt wird für verschiedene Zwecke. Musel wird genutzt für als Schifffahrtsstraße, das sind natürlich Ufer muss befastigt gehen oder das Wasser wird genutzt für Bewasserung zu machen, also weiter hat sich über die Jahre entwickelt. Und das sind eben Sachen, die als Lo eben, wenn wir vom guten Zustand schwarzen eigentlich ein Hindernis durchstellen, für den guten Zustand zu erreichen. Bei der Hydromorphologie unterscheiden wir am Anfang drei große Themenbereiche von Maßnahmen, die wir wollen ergreifen. Auf der einen Seite wollen wir gerne die Struktur von unserem Gewässer verbessern.
Die Struktur, das wenn man Zuel vom Gewässer will verbessern oder auch Ufer will verbessern. Und noch ein ganz wichtig Maßnahme für den Gewässerschutz, den an die Kategorie fällt, das Ulehen von einem Gewässerrandstreifen. Dann ist es doch wichtig, für die Durchgängigkeit von der Bach herzustellen. Durchgängigkeit ist für die Fische ganz wichtig, für dass sie sich von einer Platz auf die andere Platz bewegen können, für ihr Habitat erreichen zu können, für Fressplätze zu erreichen. Genau, wo eine Halle wohl von anderen aquatischen Lebewesen, für die Durchgängigkeit auch ganz wichtig ist. Und es ist auch wichtig, für dass das Sediment und die Geschiebe sich an der Bach auch auf eine natürliche Art und Weise bewegen kann, wenn ich das so sagen kann. Hier haben wir auch verschiedene Sorten von Maßnahmen. Da geht es, wenn wir an einer Bach haben, von der für uns bestmögliche Lösung, das ist nämlich für das wir einfach ganz wasch zu holen, die natürlich Plätze, wo das nicht ohne weiteres möglich ist. Und da wird da geguckt, für vielleicht ein Manner, also für eng Manner Natur no Lesung zu finden. Da kann da zum Beispiel in Umgehungsgeräte sind, das sind Fischaufstiegshilfen, wo dann Fisch wandern können, für dann eben hier Habitater zu erreichen. Und der ganz wichtige Bereich, den auch nicht zu vergessen ist, ist der Bereich vom Wasserhaushalt. Du hast einfach Ziel, dass wir im Natur nur Auflussverhältnisse an als Bäche kriegen. Wischen Aspe as so de Lüzwang hatte doch schon gesagt, zum Beispiel Wasserentnahmen, die eben stattfinden sollen an der Bach. Wir haben die letzten Jahre immer im Gesinn, dass wir Niedrigwassersituationen heute zu Lützeburg hatten, wo dann eben, wo über eine lange Zeit warm war, wenig geregnet wird und eben auch Debien an unsere Bachen raufgegangen sind. Da kommen auch kritische Situationen, wenn nämlich genug Wasser an unserer Bach ist, weil die Fische können stranden, weil sie einfach nicht genug Tief vom Wasser nicht tief genug ist. Und da kommen wir dann in Situationen, wo ich muss dezidieren, kann ich nach Wasser rausholen, ja oder nein. Natürlich, den naturnahen Wasserhaushalt ist auch ein ganz wichtiger Aspekt am Bereich von der Hydromorphologie. Ich hatte ganz kurz angeschaut, was die hydromorphologischen Maßnahmen angeht, haben wir als eine neue Basis gegeben, für die Maßnahmen aufzulegen und zu definieren. Wir haben uns hier auf das sogenannte Strahlwirkungskonzept basiert. Strahlwirkungskonzept sieht am Fond geholt, das ermöglicht eine strategische Gewässerplanung. Und es kann in der auch als eine Minimalvariante gesehen, weil wir so nicht, dass man überall den guten Zustand oder überall den optimalsten Zustand an der Bach erreichen wollen. Wir gucken, wo sie Plätze an einer Bach, die schon entweder schon ganz gut sind oder sich aber zu einer ganz guter Platz können entwickeln. Und das sind Kernlebensräume, die als Quelle von einer Besiedlung von der Bach, von der aquatischen Lebensgemeinschaften benutzt können gehen. Bei dem Strahlwirkungskonzept ist es so, dass ein Gewässernetz an verschiedenen Funktionselemente erdeelt zu Hestadt. Die Funktionselemente, die unterscheiden sich eben je nach der Struktur an oder Qualität, also von der hydromorphologischen Qualität, die sie aufweisen. Ein neues Ziel ist die Funktionselemente, die noch nicht da sind, die eben lorem herzustellen. Wenn wir feststellen, dass mein Platz haben, die schon ganz gut ist und eventueller Kernlebensraum kennt sind, da gehen da Maßnahmen umgesetzt, die eben wichtig sind, für dass wir den Kernlebensraum da auch wirklich entwickeln können. Oder ich vielleicht vorgestellt, wo wissen wir dann überhaupt, ob welcher Platz welchen von denen Funktionselemente überhaupt sich befindet. Doma als Strukturgütekartierung als Basis, wo ganz viele verschiedene Parameter von der Hydromorphologie geguckt werden und die das eben ermöglichen, die Aussagen zu treffen. Auf der linken Seite seht ihr verschiedene Fotos, die eben die verschiedenen Funktionselemente darstellen sollen. Und die ist eben wie gesagt, dass wir Plätze haben, das sind die Kernlebensräume, die wirklich eine gute Struktur, gut Habitatbedingungen aufweisen. Und die sind der Startpunkt für das als Biologie sich von da aus an der Bach verbreiten können. Zwischen zwei Kernlebensräume gehen es dann sogenannten Verbindungsstrecke, die dann einfach die zwei Punkte miteinander verbinden.
Durchforderungen und so eine Verbindungsstrecke, die sind nicht so hoch. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass sie durchgängig sind. Das heißt, auch hier ist den Aspekt von der Durchgängigkeit ganz wichtig. Und weil den Dieren an der Bach und am Fluss geht es selbst wie uns, wenn wir eine Tour mit dem Velo machen, zum Beispiel, heinst du den ein bisschen mit dazwischen, da muss ich eine Pause machen. Und dafür ist es wichtig, sogenannte Trittsteinhabitate für zu sehen, wo dann Lebewesen sich erholen können, für dann eben weiter auf den nächsten Kernlebensraum sich hinzubewegen und dann dort zwischen den Plätzen ungesteuert migrieren zu können. Hier ist nur ein kleines Beispiel, dass ihr euch noch ein bisschen besser vorstellen könnt, was man überhaupt dann will. So, ihr seht den Vorher und den Nachher oben links. Vorher, also das ist ein Bach, wo nicht so viel Platz ist, weil man eben am Bereich von einer, das Kind ein Dorf sind oder eine Stadt, wir haben eine Straße auf der einen Seite, wir haben Häuser auf der anderen Seite. Das heißt, du kannst nicht einfach mal Ufer, Wäschrappe gehen und eine ganz naturnahe Gestaltung machen. Du musst einfach gucken, war das an dem Bereich möglich, den ich da habe? Wie kann ich die Bach optimieren? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die sind da eben dann am Nachher durchgestaltet. Wenn ich da verschiedene Maßnahmen abgelöscht, die du unter anderem umsetzen könnt, zum Beispiel eine Niedrigwasserrinne anlegen, wo wirklich permanent Wasser ging fließen. Ich gehe nur nicht auf den Detail an, das könnt ihr gerne nachlesen, nur der Reunion. Hier ist dann ein anderes Beispiel, wo man in einem Fall wären, wo mehr Platz ist. Da sind wir keine Straße, wir haben Feld und ja, wir sind an der Natur sozusagen. Hier kann ich dann der Bach mehr Platz gehen, es kann in Ufer, bisschen, also die Uferbefestigung ein bisschen wegschwellen, es kann in den Acker, nicht bis und den Ufer von der Bach schaffen lassen, aber die gingen ein bisschen zurücksetzen, gegen den Gewässerrandstreifen anlegen. Also können die dann die dort Platz wirklich einen ganz flott Platz machen, wo das Gewässer dann auch mehr Natur noch wird. Wir kommen bei dem zweiten Punkt, das ist die Siedlungswasserwirtschaft. Auch da sind ganz viele Maßnahmen geplant. Das ist schon die letzten Jahre ganz viel an dem Bereich geschafft gehen. Und wir wollen da natürlich uns erfahren gerne weiterführen. Hier sieht auch ein paar Zahlen an. Lang das Jahr, also wenn alles gut geht, was man natürlich hoffen, ist es so, dass man bis Ende von diesem Jahr 5 neue Kläranlagen an Betrieb könnten holen. Und durch die 5 neue biologische Kläranlagen gingen dann 7 mechanische Kläranlagen außer Betrieb geholt gehen. Was natürlich ganz flott ist und eine gute Verbesserung auf den Plätzen. Also wir hoffen, dass das natürlich schon, die werden wir dann bei der nächsten Zustandsbewertung dann auch hoffentlich schon gesehen. Gehen aber nicht nur neue Kläranlagen gebaut, Kläranlagen müssen zum Teil auch vergrößert gehen. Du hast es so, dass man bis Ende von diesem Jahr auch noch ein wenn alles gut geht, 3 Ausbau von Kläranlagen könnten aufgeschlossen werden. Vielleicht fragt ihr euch, wie mussten die dann immer ausgebaut gehen? Der Luc Zwang hat das auch schon angeschaut. Das wird auf der einen Seite immer dazu dienen, dass man natürlich Land wiest, immer kommen immer mehr Leute wohnen am Land. Das heißt, denen hier Aufwasser muss ja auch natürlich geklärt gehen. Und es ist auch so, dass ein Teil von den Kläranlagen, also ich meine, das eben Feierels, wenn ich das richtig im Kopf habe, von den aktuellen biologischen Kläranlagen sind mehr wie 30 Jahre, also nicht mehr im Stand von der Technik. Das heißt, die müssen darum aktualisiert und ausgebaut und angepasst gehen. Bei unten sieht auch noch ein der Kostenfaktor. Der sieht, bei den hydromorphologischen Maßnahmen hat man den Schiffer von 2000, hier haben wir rund 1000 so viele Maßnahmen, 1000. Aber man denkt natürlich viel mehr große Kostenfaktor, weil wir heute natürlich am Bereich sind, wo Bauwerke gebaut müssen gehen, das ist natürlich mit großen Kosten verbunden, das ist ganz klar. Hier auch noch ein just die verschiedenen Sorten von Maßnahmen, verschiedene Sachen habe ich schon angeschaut. Ziel von den Maßnahmen ist natürlich, unbehandelt Aufwasser so weit wie möglich einfach nicht mehr an unsere Bächen zu haben. Das ermöglicht uns eben die Nährstoffantrieb zu reduzieren. Du hast dann eben Bau oder Ausbau von Kläranlagen, wie gesagt, ganz wichtig. Und aber auch nicht nur also neue Kläranlagen, die gebaut musste gehen oder ausgebaut musste gehen, aber natürlich auch verschiedene neue Herausforderungen, die auf uns durchkommen. Das sind Mikropolluanten zum Beispiel. Mikropolluanten, das sind, können zum Beispiel Rückstand von Medikamenten, das sind Pflanzenschutzmittel oder Industriechemikalien.
Und für die aus dem Aufwasser rauszukriegen, ist es eben nötig, dass wir als Kläranlage mit einer sogenannten feierten Reinigungsstufe equipieren, ob denen Kläranlagen, ob denen, wie soll ich sagen, ob denen herkömmliche Kläranlagen gehen die Substanzen nicht rausgefiltert und die Substanzen sind aber eine große Belastung für also aquatische Organismen und die können da große Schäden erzielen. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir die auch aus dem Aufwasser rausholen. Trinkwasser Entlastungsbauwerke sind auch schon ugeschwart gehen. Wir wollen verhindern, dass als Kanalisation Bemol nämlich packt, von nicht viel regnet oder dass als Kläranlagen überlaufen. Dafür ist eben auch wichtig am Kanalnetz verschiedene Zuchten von Entlastungsbauwerken für sie gesehen, für dass man einfach ja auch dorem als Antrieb von Nährstoffen oder andere Schadstoffe als Bachen vermindern. Was wichtig ist, dass das auch schon angesprochen ging bei der Planung, Lützeburg leidet auf der Rhein-Maas Wasserscheide, der Tisch als Bachen sind echter Klangbachen mit wenig Aufluss, der Tisch ist auch wenig Verdünnung, wenn du zum Beispiel eine Anlegung von Aufwasser an Gewässer stattfindet. Tisch das wichtig, dass man performant Anlagen haben, die eben auch die Auflaufwerte, die angehalten müssen gehen, eben noch anhalten können. Du hast eben auch die Optimierung von den Kläranlagen dafür ganz wichtig. Dann wollten wir hier noch so, wir wollten nicht einfach just so ein voilà, am Bereich von der Siedlungswasserwirtschaft, auch von der Hydromorphologie, dat als geplant. Dafür haben wir selbst gemäht wie die letzte Jahr. Wir haben Niveau von den Überflächewasserkörper, wo man wirklich gesagt, wo soll was gemäht gehen. Und am Dokument vom detaillierten Maßnahmenprogramm fand er die Informationen und auch immer ein Karte dabei, für das ihr euch wirklich besser vorstellen könnt, wo ass dann lo wat fir gesinn. Obwohl man fanden, dass so eng PDF-Kart awer vielleicht net dat aller userfriendlysten Tool ass an den dofir vielleicht awer noch net den nedischen Detailgrad sech ugucke können. Also so, dass man lo an den nächste Wochen werden wir den detaillierten Maßnahmenprogramm für den hydromorphologischen und siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden wir auf unserem Geoportal auch online stellen. Hier ist das Beispiel vom aktuellen Maßnahmenprogramm, wo ihr da wirklich immer mehr ranzoomen könnt, bis das da wirklich seht, was da lo auf der Platz schon einfach ein Beispiel rausgewählt, was da lo wirklich geplant. Also einfach für die Leute Möglichkeit zu geben, dass sie das sich transparent eben angucken können. Da kommen wir bei der Landwirtschaft, das ist schon gesagt, die Landwirtschaft ist natürlich auch ein wichtigen Akteur, Faktor, wenn es darum geht, den guten Zustand zu erreichen. Bei der Landwirtschaft ist es so, da gibt es eine ganz helle Wohl von verpflichtenden Maßnahmen, die eben am Kader von bestehenden Gesetzgebungen schon vorgesehen sind, die auch einen Beitrag leisten für den guten Zustand zu erreichen. Lang geht das aber nicht durch. Das heißt, die freiwilligen Maßnahmen, die auch auf verschiedene Kadern eben vorgesehen sind für uns Zielerreichung auch ganz wichtig. Bei den freiwilligen Maßnahmen sind für uns natürlich die Maßnahmen am wichtigsten, die dem Ressourcenschutz dienen sollen. Und da ist es eben noch wichtig, bei den freiwilligen Maßnahmen, wo dann Bauern diese umsetzen, eine Beihilfe, also eine Subvention kriegen, dass die Maßnahmen natürlich auch gut an entsprechend bezahlt gehen, dass es doch wirklich interessant ist, für so Maßnahmen umzusetzen, dass von einer Person berät, das für den Gewässerschutz zu schaffen, dass er doch wirklich dann monetär valorisiert wird. Das ist auch wichtig, dass ihr guckt an den einzelnen Regionen, was sind da eben Probleme. Zum Beispiel haben wir da eine hohe Nährstoffbelastung, die an den Griff geholt muss gehen. Und da sind sich da eben auch wirklich konkret Ziele gibt, an Indikatoren festlegt, für eben Hanno eine Erfolgskontrolle können zu machen, für zu gucken, ob man die Ziele, die wir da gehen, dann auch erreicht haben. Der Maßnahmenkatalog am Bereich von der Landwirtschaft, da sind insgesamt 96 Maßnahmenarten vorgesehen. Die allermeisten beziehen sich auf den Bereich von der Landwirtschaft und sind 3 Wochen pur dran, die sich auf den Weinbau beziehen. Just ganz kurz, und ich halte mich nur wirklich kurz, weil Zeit lebt als fort. Beispiele von Maßnahmen, die wir an unserem Maßnahmenkatalog vorgesehen haben, beziehen sich zum Beispiel auf Bewirtschaftung vom Boden, also Umfeld selber, wo es wirklich darum geht, dass man zum Beispiel Sedimenteinträge reduziert kriegen,
meiner Erosion hun wirklich also dapisch konkret dobausen betreffen. Maxim aus am Fongol dat wat Feld ausbrücht gehen soll am besten auch dobleibe von den Pflanzen abgeholt gehen und das soll nicht ausgewascht gehen an her nur an einer Bach sich zurückfinden. Da gehen doch Maßnahmen, die sich auf Bewirtschaftung mehr allgemein bezieht. Du hast natürlich die Förderung von der biologischen Landwirtschaft, Punkt, den für die Erreichung vom guten Zustand für uns natürlich auch ganz wichtig ist. Oder zum Beispiel, wenn den Alternativkulturen uppflanzt oder den Viehbesatz auch aufsetzt. Dann eng Maßnahme, die für uns natürlich auch ganz wichtig ist, das Aussenken von Gewässer, oder das geht am Anfang bis in die Richtung von einem Gewässerrandstreifen, just dass wir heute nach Beichten, langs einem Bach stehen, und wir wollen verhindern, dass Beichten eben an den Bach gehen, weil da eben eine große Schuld entstehen kann, notamment und den Bergen. Dafür ist eben wichtig, das Gewässer auszusenken und dass dann eben Landgewässer, also die Streif zwischen der Bach und dem Droht, die gesagt wird, dass du einfach eng natürlich Vegetation sich entwickeln kann. Das auch, da kann immens viel Rückhalt und Stoffe sind, die dann eben gar nicht mehr bis an den Bach kommen. Virdeel ass eben och wann en do eng natierlech Vegetation opkommen läist, dats en eng Beschattung vun der Bach Krebsbeschattung ass och ganz wichtig Thema fir notamment als Biologie, awer auch de Sauerstoffhaushalte, dats vun de Parameter Sauerstoff, die noch bei der Bewertung vun der Physikochemie zum Beispiel geguckt gëtt. Tech war mein gut Beschattung vun der Bach hun wurde schon auch ganz viel geschafft, dass das eben Biologie, wie gesagt, sich positiv auch gut entwickeln kann und einfach Physikochemie ein gut Qualität kann hun. Dann in andere wichtigen Wolle, das ja auch ugeschwätzt gehen, das Grundwasser gibt, du gibt den qualitativen Zustand zum Enge geguckt. Das heißt, wir haben neben den Maßnahmen im Bereich von der Landwirtschaft, die auch ganz wichtig sind für den Zustand vom Grundwasser, wo man noch eine Partie anderer Maßnahmen vorgesehen für eben die Verschmutzung vom Grundwasser zu reduzieren, zu minimieren. Ein wichtiges Beispiel, das aber nicht das einzige Beispiel, sind Trinkwasserschutzzonen. Da brauche ich nämlich anzugehen. Ich denke, sicher ganz oft geschwärzt gehen. Die Maßnahmenprogramme, die da geplant sind, das Wichtigste, die Zeit nur schnell umzusetzen. Weil Grundwasser und die Oberfläche Gewässer, die hängen oft untereinander. Du gibt den Austausch. Aber wenn wir es fertig bringen, als Grundwasser notamment durch Trinkwasserschutzzonen zu schützen, an der Qualität zu verbessern, dann hat das auch einen positiven Impact auf das Oberflächengewässer. Wir machen eigentlich nicht nur etwas für das Grundwasser, aber indirekt auch für das Oberflächengewässer und umgekehrt natürlich auch. Da komme ich bei das letzte Beispiel, das dann nach einer Maßnahmen im Bereich vom Grundwasser. Der Luc Zwang hat es gesagt, beim Grundwasser wird nicht nur den qualitativen Aspekt geguckt, sondern auch den quantitativen Aspekt für die Zustandsbewertung. Da sind wir im Moment ja so, dass es noch gut aussieht, dass wir überall den guten Zustand erreicht haben. Das ist auch wichtig, weil wir das Verschlechterungsverbot haben, dass wir den guten Zustand erhalten. Und dafür muss man eben auch an dem Bereich Maßnahmen vorgesehen. Eine wichtige Maßnahme, die wir eben vorgesehen haben, ist, dass wir Einsparpotenzial am Bereich vom Trinkwasserverbrauch gucken. Weil ihr wisst eventuell, 50% vom Trinkwasser kommt aus dem Grundwasser, aber wenn nur froh nur Trinkwasser nach einer Jahr will die Bevölkerung ja zuhält, dann denken die Leute, sind einfach froh, wenn sie daheim alle an ihrem Grundwasser haben und die bemol nicht drüber fällt. Muss ich ja gucken, dass wir genug Ressourcen haben, für den steigenden Bedarf eben aufzudecken. Und du hast dann mehr Alternativen, kann entweder so, okay, wir haben mehr Trinkwasser, nur froh, also holen wir einfach mehr Wasser, entweder aus einem Bach oder aus dem Grundwasser. Wirklich, dass wir aber nicht mehr begrenzte Kapazitäten haben, ist das nicht immer die beste oder nicht die beste Lösung. Das heißt, muss ich einfach gucken, wie können wir am Platz einfach so wir holen mehr Wasser raus, was gibt es von Alternativen für vielleicht entweder mehr sparsam zu sein mit dem Trinkwasser, Wasser, was als Trinkwasser aus dem Grund kommt, also mit dem sich zum Beispiel die Hände gewaschen wird, vielleicht eine zweite Kehr nutzen zu können.
Eng Méiglechkeete ginnet fir vielleicht eng optimiert Bewasserung vun Pflanzen dobausen um Feld können ze machen an insgesamt vielleicht Rehwasser, wie kann Staat verbessert nutzen. Du kind auch ein ganz helle Wohl von Richtungen an der Kagon einfach für Männer Ressourcen zu nutzen. Nach den letzte wichtige Punkt, wenn man vom Grundwasser schwatzen an seine Nutzung zum Beispiel als Trinkwasser, wir können beim Klimawandel, dass eben die Neubildung vom Grundwasser sich auch leicht ändert, weil die Wandermeint, wo die Grundwasserrecherche stattfindet, die gehen immer mehr kurz, weil Vegetation méi lang aktiv, wann ich dazu so kann ass. Der Tisch am Fungel könnt das Manner Wasser disponibel für als Grundwasserspeicher opzufüllen. Dadurch ist es umso mehr wichtig, Manner Ressourcen überhaupt rauszuholen, für eben den guten quantitativen Zustand, den wir ja aktuell nach hun nicht zu verschlechtern. Das war mein letztes Slide. Ich hoffe, voilà, wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr gerne am Chat stellen. Merci. Wunderbar, Madame Reckinger, für diesen Überblick über die anvisierten Maßnahmen und Lösungen. Luc Zwang, ich möchte Ihnen noch einmal das Wort geben. Wie wollen Sie die Umsetzung jetzt angehen? Welche Herausforderungen, aber auch welche Schwierigkeiten sehen Sie jetzt auf dem Weg der nächsten 5, 6 Jahre? Ja, merci für die Worte nach Renkeier. Ich meine, dass du schon ganz viel gewisse gehen, weil mir wichtig ist auch zu sagen, dass man wirklich auch dass viel geschafft ging aus von allen Akteuren an mit allen Akteuren dabei ist noch mit Engagement zugegangen ist und dass auch der Staat finanziell unterstützt wird an sich auch mal neue Wassergesetz weiter mehr ergehen wird für Projekte aus der Bewirtschaftungsplan zu unterstützen. Und ich meine, das auch rausgegangen aus der Präsentation, dass es auf viele Punkten Verbesserungen gab, dass aber eben durch den Formalismus von der Durchstellung oder von der Bewertung nicht direkt ersichtbar sind. Dafür mal probiert, das hier aber ein bisschen Minus zu bringen. Aber ich meine, das ist auch klar an die Herausforderung, also auch die, wir müssen weiter dranbleiben, aber wir müssen auch do wo man schon viel erreicht tun, wann ich am Hochwasserbereich gucken, darf man nicht laberlos eben grad weil Pressionen weiter do sind, die Evolutionen muss man suivieren, das gesot gehen feiert Stuf vom Treatment, also eng Herausforderung auch finanziell für Akteuren, aber auch eben weiter Ausbau von Kläranlagekapazitäten auch für eine mesure wie sie gebraucht gehen durch den Wachstum. Und dann, da bleiben aber eben die zwei Hauptschraubenmengen, wo man muss umgehen, wo man muss gucken, auch weiter zu kommen. Das sind die hydromorphologischen Mesuren an Diffuspollutionen. Hydromorphologische Mesuren, ich meine, das war klar, es sind ganz viele Mesuren dafür gesehen. Jetzt sind da an den letzten, an der Covid ja schon froh, da werden wir ja nur wahrscheinlich auch schon noch drauf angehen, respektive, wenn wir zeitlich nicht rauskommen, werden wir sicher die Antworten dann nur richten. Du hast nicht genug umgesagt, aber wir gesehen haben bei den Resultaten, gesehen wir aber, dass da eben eine wichtige Kriterium ist, für an den biologischen Parametern Verbesserungen zu kriegen. Und du hast, wie gesagt, die Herausforderung für du weiterzukommen, aber eben du kommen wir dann an Zielkonflikte, respektive Diskussionen mit Proprietätsverhältnissen, wo ich gesagt habe, was die langwierige Diskussionen gehen. Da brauchen wir wirklich, meine ich, nach méi eng ze summen mat den Resoen, die et lokaler regional ginn, sie wird Naturparke, sie wird Natura 2000 Animateuren, dass man do méi regelmäßig zu Summe kommen, fir de mesureuren offir en mesure zu gucken, an och all die schon mesureuren auch lo schon gesagt hun weiter Ideen hunn as meng as ganz wichtig guckt sich stimmt so of mat Sachen, die am Bewirtschaftungsplan sind, respektiv
nutzt doch Konsultation du Publikum vielleicht für nach die eine oder die andere Mesure zu proposieren. Vielleicht können wir den mal anholen. Das ist nämlich wichtig, weil eben wann gouf auch Möglichkeiten geschaffen, das hat man der Minister auch gesagt, dass am Naturpark, am neuen Naturpakt, auch noch am Klimapakt verschiedene Mesuren aus dem Bewirtschaftungsplan oder den 12 von umgesetzten Mesuren pro Gemeng können auch zugerechnet gehen auch Punkten an denen am Klimapakt an am Naturpark an dafür also umso mehr von Äntere für die Leute an die Gemenge für Domat zu machen dafür das mein großen Appell wann da eng Idee hat für ein Projekt oder wann der mengt die wird an dem Bereich etwas machen guckt dich wer am Katalog dran ist an huet méigcht frei Kontakt och mat Eis op, fir dats man so könne begleden, dass man het voll können umsetzen am Bereich vom Bewirtschaftungsplan, für das man eben auch die Resultate méi sichtbar könne machen. Wir gifen doch gerne méi lang nur betreien die einzelnen Mesuren respektiv gucken, dass man auch ein ökologisches Suivi auf für eine Mesure hun, für das man effektiv genau für die Mesure könne weisen, was den Effekt aus eben noch gerade für die bisschen Retizenz für unsere Mesure vielleicht auch nur zu brechen, weil ich kann weisen, was das aber alles bringt. Dafür meine ich, dass auch den Austausch zwischen der Eis- als Wasserverwaltung oder auch Minister, dass man den systematisch mit den Akteuren im Terrain muss man, wie man das bisweilen gemacht hat, und dass man eben nicht die Aktion hai oder die Diskussionen mit den Akteuren, wie sie nach Werte kommen, nicht nur an der Konsultation du Publikum machen, aber dass man die eben noch regelmäßig Bilan machen, wo sind da bestimmt drin, wie können wir sie dokumentieren, wie können wir mesuren, wo blockieren vielleicht Mesuren, wo können wir da wie weit führen. Und das Ganze für eben effektiv und den richtigen Stellschraube weiter können zu drehen. Weil, wenn ich es aufschließend kann so, die Case-Diagramm am Zustand wirkt dann natürlich auf den ersten Blick ernüchternd, weil es richtig ist, es so zu machen, weil es Beurteilung ist, wie es oder direktiv muss gemacht gehen, soll gemacht gehen, aber doch wissenschaftlich argumentiert, dass mit der Hand richtig eben auch die höchste Ambition für an alle Bereiche den guten Zustand zu haben, eben mit dem One-Out-All-Out-Prinzip, also dem schwer, das gut durchzustellen. Wir haben aber aus den alle Beispielen eigentlich gesehen, dass die multiple Belastungen als machen, dass man die Resultate, die man klar können hun oder die man klar hun, nach oft verstoppt bleiben. Es sind also so viel Stellschrauben an Zahnräder, die müssen dann mehr greifen, für, dass man den großen Zerr op Gring könne stellen. Also solange das ein Zahnrad fehlt oder nicht richtig ausgerichtet ist, da bleibt der Gesamtzerr nach immer op Giel. Und dafür muss man den Defi abholen an wie der Minister gesagt hat, als Ziele nicht man ambitiös machen, aber weiter gehen mit den Akteuren alle gut und dann die vielen Schrauben so weit zu drehen und dann auszurichten, für das dann den Zerr, den Klick auch packt. Aber dafür brauchen wir jeden Terra an einen guten Austausch, den wir schon oft a viel hun, mit dem man manchmal muss gezielt op die dorten Prioritäten setzen. Das mein Meinung. Merci. Wunderbar, Herr Zwang. Bevor wir jetzt zu den Fragen des Publikums kommen, darf ich noch den Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung, Dr. Jean-Paul Lickes, begrüßen. Vielen Dank, Herr Lickes, dass Sie dabei sind. Jetzt haben wir die wunderbare Situation, dass wir wirklich enorm viele Fragen haben. Wir hatten uns ein bisschen Sorgen gemacht, dass vielleicht das mit dem Chat nicht so gut funktionieren würde, aber tatsächlich sind wir zwar mit der Zeit jetzt schon ziemlich weit, aber es gibt wirklich enorm viele spannende Fragen und ich schlage Ihnen vor, dass wir doch versuchen, einen Großteil davon zu behandeln. Ich würde jetzt mal so ein bisschen durchgehen und Annemarie Reckinger, Herrn Lickes und Herrn Zwang, Sie müssen mir dann immer sagen, wer von Ihnen sich angesprochen fühlt bei den Fragen. Hier ist eine erste, die mich auch persönlich wirklich interessiert. Wie groß ist
wie groß ist die Gefahr, die von Staub und Abrieb von Autoreifen auf den guten Zustand der Gewässer ausgeht? Welcher Einfluss hat das? Sind da welche Auswirkungen kann ein gutes Trennsystem da haben? Also vielleicht ja genau eigentlich mal für dich, weil für dich das muss ich auch Bilder greifen und ich alles sind noch froh, dass wir zu zahlreich sind. Wie groß Gefahr ist als ein schwierig froh auf jeden Fall also so, dass Gefahr als identifiziert an wir haben auch wir haben noch eine Maßnahme die klar darauf aufzielt, die Doen Gefahr zu maîtrisieren, wo man auch zusammen mit unseren Kollegen von Point Chaussee schaffen, für bei den großen Straßeninfrastrukturen, also sprich Autobahnen oder Nationalstraßen, Trennrückhaltungen, das heißt, wo die Straßenaufwässer, nicht Aufwässer, mit Straßenreinwässer rufen, für das nach einkehr iwwer een Bodenretentionsfilter dann dem Moment zu klären. Dat heißt, dat den kein Aufrief von Pneuen beziehungsweise auch nach so Sachen, die von der Straße können hochkommen, dem Moment an Bergen direkt können. Ich will just ganz einfach Beispiel. Ich will mich nicht detailisieren. Ein Kamionspneu weit 70 Kilo ungefähr. Davon sind 20 Kilogramm Leerfläche, also das, was eigentlich schon nur auf der Straße bleibt. Und das geht effektiv während dem Fuhren zu ganz, ganz rengen Stöps zu riven. Und das ist auch das, was dann nur Reinwasser gibt, nur an der Berg landen. Und das ist nicht nur Gummi, mit da sind ganze Kopfsachen dran, von Zinkoxid über ganz Kopf organisch Spurenstoffe. Du weinst als wichtig, dass man auch genau so wie man bei Kläranlagen eng feiert Stuf machen, dass man eigentlich auch über den Bodenretentionsfilter die do Sachen aller Source packen an zurückhalten, diese effektiv nur an der Berg landen. Mhm. Wunderbar. Vielleicht noch gleich eine Frage im Anschluss. Wie hoch ist der Anteil der atmosphärischen Depositionen von PAK Floranten? Das ist jetzt eine spezielle Frage, aber vielleicht können Sie eine allgemeine Antwort darauf geben. Ich kann auch ganz kurz mit der Lücke vielleicht komplettieren. Insgesamt bei PAK, die als Verbrennungsprozesse hauptsächlich kommen, als den W von der atmosphärischen Deposition eigentlich den, ich gebe mal so, der präferentielle W von den Belastungen hier. Das ist relativ klar. Die von den Erlächten als eigentlich nicht den am größten als was aber auch wo ist, dass das noch relativ viel an den Sedimenten hängt, typisch PAK, als die Stoffe, die sich ganz gern und die Sedimenter festhalten. Wir sehen das gut, wenn wir als Messungen machen, dass eigentlich ob der Sedimentsfraktion, wie in der du schon seht, viel von den Stoffen eigentlich dort drauf sind, so wie bei ähnlichen anderen Stoffen, wie zum Beispiel bei den Furanen oder wie auch immer. Ja, das heißt, wir können eigentlich auch kein direkt Mesuren ergreifen, weil das immer ganz, ganz schwierig ist bei atmosphärischen Depositionen, wie allgemein Mesuren oder allgemein Politiken bringen, dass du echt an den Griff. Luc, wenn du etwas willst, das du komplettieren. Ja, ich meine, das wirklich, also das bei weitem der größten Undeel, weil das gesehen wir auch, weil man die Belastung eben auch an den Uferleif von unseren Gewässer haben, wo es eigentlich sonst kein größer einer Möglichkeit von einer Quelle gibt. Das heißt, das schon, wir fanden das wirklich an sämtlichen Gewässer, unabhängig, ob sie so ganz rural sind oder urban. Es gibt natürlich Plätze, wo ihr gesagt, dass es von einem Abschnitt auf dem anderen klare Sprung gibt. Du hast dann effektiv eine altlaste Problematik, die kann ihn dann noch hochgehen. Aber die systematisch diffus Präsenz, die ist sicherlich durch die Atmosphäre
nicht Disposition mit Deposition zu erklären. Dann hätte ich hier zwei Fragen zur Ja, ich noch Landwirtschaft. etwas Kurzes ergänzen. Jo, natürlich. Tät mal leid, dass ich einfach so Nee, nee. ergreifen. Just ganz kurz, was der Gummiauftrieb von Pneuen angeht, das fällt an Kategorie vom Mikroplastik. Aber was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, auf dieser Platz bei der Zustandsbewertung am Kader von der Direktive eben für den guten Zustand spielt Mikroplastik keine Rolle. Also es ist ganz wichtig, dass das einfach klar ist. Und wir haben aber viel gesehen, eine Tüte zu machen, für mal zu gucken, wie ist die Situation heute zu Lützeburg. Und das ist leider so, dass Corona als so einen Strich durch die Rechnung gemäht hat, weil wir eigentlich hatten wir schon die ersten Resultate sollten haben, wie leider Hund Arbeit sich verzögert. Und sobald die Donne Fehler stellen wir die natürlich auch gerne vor, weil ich meine, das ist auch ein Thema, was ganz viele Leute interessiert. Mhm. Mhm. Merci. Zwei Fragen zur Landwirtschaft. Einmal, sind für die Umsetzung von Gewässerrandstreifen neue angepasste finanzielle Instrumente vorgesehen? Ja, die erste Frage. Und dann zweite Frage, welchen Einfluss hat der luxemburgische Staat auf landwirtschaftliche Betriebe, die ihren Überschuss an Gülle ins Ausland exportieren und im nahen Grenzgebiet dann ausbringen? Ja, ich kann vielleicht einen Anfang probieren. Also bei den Gewässerrandstreifen ist der wirkliche Punkt, den wir auch an den internen Diskussionen mit den Landwirtschaftsautoritäten gesucht haben, dass das ein ganz wichtiger Punkt für Eisen, für die Qualität ist, wo man wirklich eng gros Plyvalu dra gesinn an do werte man auch ze summe mat den Landwirtschaftsautoritéite kucke fir dats der doch am neue Plan PDR werd auch vir gesi sinn. Das auch los schon eng dingen do. Et gëtt auch eng Reglementatioun iwwer Biotopereglement wat seet wéi eng Berg muss freigelos gin Modalitéit genau ausgleit ass an net festgelecht méi Gréisnënnung die ma gesinn die also 5 Meter bare mindestens an 10 Meter ass ideal am besten ass net nëmme so dat se net geplot an gespritzt gëtt mit das eben noch natürlich Vegetation kann opkommen dercht an dem Bereich bewegen wir ich gesinn den Pierre Treinen grad doch den gemacht den sich sicher du auskennt am besten an schmengen da das einfach dat die Piste wo man muss gucken wie kann in die stricken fir dat het funktioniert dass man eben der Streife méi ëmgesat kräne das ist schon eng muss haben du mit die for immer net interessant genug weil sind da net genug ëmgesat gin der Tisch das einfach an dem Bereich wo man muss zu Summe schaffen bei den Exporten von PIF dat as eigentlich auch geregelt iwwer verträgt die mussssen dosi respektiv muss dat deklariert gin mir hunn die Zölle selber net die huet Landwirtschaftsautoritäten aber die mussssen dat auch kontrollieren mir hun déi selber net das aber eigentlich geregelt. Okay, merci. Vielleicht noch eine Frage zur Landwirtschaft. Die Umstellung zur Biolandwirtschaft, da gibt es ja noch einige Ängste bei den Landwirten. Wird in diesem Sektor genug im Bereich der Sensibilisierung und Ausbildung gemacht? Und sind die Hilfen für eine solche Umstellung ausreichend, Ihrer Meinung nach? War auch du also so dass man du Regierung ja auch insgesamt ein Ziel gin für Biolandwirtschaft auszubauen auf 25% bis 2025 anschwingen wir sind aktuell bei 4,5%. Der Tisch du werd sicherlich auch Eden die Lodo sind der Tisch ich denke mal schon dass du musst die Incentiven
ugepasst gehen am Kader von der neuer Politik Agricole Commune für eben et méi interessant nach zu machen für auf den Bereich zu gehen. Das natürlich auch immer ein Dingen inwiefern gibt das nur als sind das Finanzierungen von der Umstellung Teil oder sind das Abstelle von neuen Vermarktungsmöglichkeiten, die dem Betrieb erlauben, eben noch mehr Gewinn aus seiner Produktion direkt rauszuziehen. Und noch da, also ja, ein Cocktail von den nächsten Mesuren, dem muss stimmen. Und ich meine, ich kann Ihnen aber schon so aktuell, wenn ihr seht, wir sind aktuell bei 4%, dann stimmt den Cocktail aktuell noch nicht. Und dann ist das sicherlich eine Mesure, die man muss zusammen umgehen. Und auch die Sachen fallen eigentlich an die, wie ich sie genannt habe, oder wie auch direkt, nicht nur ich nennen, so mit Direktiv nennt es auch so, übergeordnete Mesuren, die eben ermöglichen, für da weiterzukommen. Da können natürlich dabei, dass man an den Schutzzonen auch abladen haben, für eine reduzierte Ausbringung, die natürlich auch anderem dort von der Seite hier ein Alternativ Bio wahrscheinlich mehr interessant auch können machen, weil unter den Konditionen mehr schwerer als vielleicht am konventionellen weiter den Ertrag zu kriegen, den ich mal rechne. Kennt den vielleicht Pierre Treinen hat Darf sich ich auch mal? angeboten zu antworten, wobei ich aber, also wir haben sehr, sehr viele Fragen noch. Wir sind schon über die Zeit hinaus. Ich bitte Sie herzlich, sich ganz kurz zu halten, auch bei den späteren Fragen. Sonst haben wir hier ein paar frustrierende Momente und das wollen wir nicht. Herr Trein, ganz kurz. Irgendwie kennen Sie mich schon, also ich Oh ja. versuche mich kurz zu halten. Absolut einverstanden mit Luc Zwang, was er schon gesagt hat. Wir müssen pardon, ja, wir müssen also wir müssen unbedingt die Mesuren, die wir schon nur bieten, noch viel mehr breit aufwenden. Wir müssen als Betriebe dazu kriegen, für das zu machen. Ich kann schon vielleicht einen kleinen Leak machen, wenn ich so darf. Die wisst, dass Landbachen aus 10 Meter aus das Biotop und da dürfen wir kein Pflanzenschutzmittel ausbringen und da dürfen wir auch kein Dünger mehr ausbringen. Das ist eine Realität, die lo schon gibt. Und wir werden das auch ausweiten, indem wir da ein Ökoscheme an der neuen Park anbieten. Das heißt, da kriegen Bauern dann ein Aid für auf diesen Flächen genau das zu machen, was heute gewiesen ist. Und ich sehe da eine immense Chance, eine super Win-Win-Approche, dass man Betriebe unterstützen, an dem das etwas wirklich ganz Positives für die Umwelt machen. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, was man können anbieten. Beim Biolandwirtschaft, ich will ein Plädoyer machen, dass ein neuen Site lanciert gehen, über Biolandwirtschaft zu Lützeburg, geht die Stadt angucken, das fand er da unter dem Site von der Agrarportal von Landwirtschaftsministerium. Wir sind ganz ambitiös, wenn wir zu Lützeburg anbieten und noch da Mengen schon mal die Instrumente, wie sie müssen umgesetzt gehen und das müssen wir zusammen machen. Wunderbar, Herr Trein, merci. Es gibt zwei Fragen zu ganz spezifischen Stellen. Einerseits die Urzisch im Pfaffental. Da kommt es immer wieder noch vor, dass wir Waschmittel, den Eindruck haben, Waschmittel in der Alzette zu haben. Und gibt es da noch Defizite in den Kläranlagen oder in der Kanalisation der Stadt Luxemburg? Und die andere Frage bezog sich auf den Droßbach zu Hesper, der auch lange Zeit in sehr schlechtem Zustand war. Könnten Sie zu diesen beiden spezifischen Stellen etwas sagen, über die Situation dort? Also vielleicht zu der Urzisch-Problematik. Das also Waschmittel riechen, das sind essentiellement Duftstoffe, die der benutzt gehen an den Waschstoffe, wann das so ist. Aber es kann sein, es gibt zwei Möglichkeiten. Dass das effektiv eine Überlastung war, nur einen Sturz rein, an das effektiv dann ungeklärten Aufwasser gäbe,
an dem Fall nach über den Entlastungsweg dann Remnis am Tuel sich fließen, dat wir aber echt so first Flash Effekt oder dat et nach viel Uschluss Remnis sind, die hai problematisch sind. Also dat heißt, dat eigentlich Schmutzwässer und Drehwässerachsen ugeschlossen ist. Der Sachen ginnet leider immer im Nies. An dem Fall geht dann Dofässer nicht Richtung Kläranlage, mir leider Richtung Berg. Das wird aber nicht damit zu dienen, dass das eigentlich nicht alles ugeschlossen ist, wie das nicht korrekt ugeschlossen geht. Ich weiß aber auch, dass das Kanalamt von der Stadt Lützeburg immer hat den Dofall ist, für die abzuspielen, an die dann unzuschließen. Vielleicht einen anderen, den für Drosbisch will, dann machen oder. Ja, du kann ich so ein Deel vom Lab als schon am Kader von verschiedene mesure schon ugepasst gin von der Drosbisch. Der gesamte Projekt hängt aber auch zu Summe mat der Realisation von dem Park bei der Kloster, der Tisch das gesamten Dingen der Tisch dat geht schon nach eng Zeit bis der komplett umgesetzt ist. Die Verfirwungen, die während der Chantiers immer im Vierkommen sind, das war leider oft eben Aufsatzbecken auf den Chantien, die von unserer Autorisation gefordert werden, die vielleicht nicht immer an der Reihe gehalten sind, so dass die dann, Schwebstoffe aufgeschwemmt sind, an die haben dann Gewässer effektiv gefärbt. Da waren als Leute von der Kontrollunität auch mehr wie einkehr auf der Platz. War auch dat echt wat man den nächsten Ersatz, den wir am Konfinement hatten. Dat war eng dubel Herausforderung. Merci. Bleiben wir kurz bei Kläranlagen und Abwasser. Gibt es Pläne zur Rückgewinnung von Phosphor aus dem Abwasser? Du kannst oder ja, also gëtt nach ke konkrete Projekt, aber das ist so, dass gerade eine Etude lebt, aber quasi aufgeschlossen ist über Nutzungsmöglichkeiten vom Klärschlamm, respektive Weiterverwertung vom Klärschlamm, den auf den Lützeburger Kläranlagen auffällt. Und an dem Kontext wird eben auch geguckt, wie Phosphor aus dem Klärschlamm kann gewonnen. Und das selbst war das wichtig ist, weil das ja wirklich auch einen elementaren Punkt auch an Frohe von Ökonomie zirkulär ist. Phosphor ist etwas ganz Wertvolles an der Bach hummeret net gern an Landwirtschaft brauchet an muss sos mat großem Energieopwand hergestalt gin, aber man können verständlich rauszuhlen, dann as dat auch für eng besser Lesung. Also gibt dann wie nach Projekt am Laufen Tofasser Syndikator an zu Summe am Minister hun an der Etude geguckt, wo et Möglichkeiten gin an schaffen, dass du schon Apps könnt. Merci. Hier eine Frage zu den Zahlen. Wie viele Maßnahmen von den ca. 900 geplanten in der Hydromorphologie wurden in der Phase 2015 bis 2021 umgesetzt? Anne-Marie, siehst du etwas dazu? Schon ein rund 10% ungefähr am Kap. Das ist leider nicht so viel, wie man gedacht hat. Wir sind, das muss ich auch zugestehen, am Bereich Siedlungswasserwirtschaft deutlich besser vorgekommen wie am Bereich natürlicher Wasserbau. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir hier zu Lützeburg an alle Bereiche, sobald es auch um Terrain geht, viel mehr schwierig Achse drauf haben. An dafür werden wir auch probieren, am Bewirtschaftungsplan, den lo kennt, viel mehr gemeinsam, mehr kollektiv und in do wolle rundzugehen an der das klar identifiziert, dass man hier wirklich einen großen Erfolg drauf legen, für hier auch große Schritte noch viel drauf zu machen. Ja. Anne-Marie wollte noch etwas dazu sagen. Ja, Anne-Marie, Entschuldigung. Der für drun, was ich vergessen habe. Also war die vielleicht auch noch so, dass wir hier auch eine Halle wohl von hydromorphologischen Maßnahmen viel gesehen, wie wollen wir als das auf das Strahlwirkungskonzept basiert tun, aber eben da gucken, wo sind die Lebensräume, die wir eben wollen schaffen,
versicht mir auch ein ganz Party von mi klange Maßnahmen 40 sind, die relativ einfach umsetzbar sind. Heinz, so geht es schon durch, also das ist nur der optimalste Fall, dass ihr vielleicht einfach ein bisschen Dotholz an einen Bach abbringt, an Bach da schaffen lässt. Das nicht als Mensch du hingeht, auf sich aus du viel selber möcht mir einfach der Bach quasi ein bisschen helfen, für dass sie selber sich so entwickeln kann, wie sie es eigentlich braucht. Das heißt, du hast dann auch von der Maßnahme sich hier nicht so viel Aufwand neidisch mit den Effekt ist aber immens positiv. Ich du immer relativ guter Hoffnung, dass man durch so Sachen auch einen ganz positiven Impact eben feststellen werden. Mhm. Bleiben wir bei den Maßnahmen. Der Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahmen, damit dem Erreichen des guten Zustandes, ist auf 2027 angesetzt. Was passiert eigentlich, wenn diese bis dahin nicht erreicht werden? Drohen dann wieder Strafmaßnahmen, Strafzahlungen? Ja, das eng gut froh, dat du die net nimmen Mirreich stellen mir die 27 EU-Staaten se stellen, weil ganz viele Staaten an enger ähnlicher Situation sind. Ich will nun dat vielleicht doch als ministerisch vielleicht nach am Schluss wir denke werd Dr agoen. Wir gucken mal op all Fall wie dat diese Bewirtschaftungsplan sich als Auswirkung wer tun, war der Ballfall sicher als dat man weder Zieler werden aufsetzen nach der Ambitionen werden aufsetzen. Was man aber auch wissen, dat man lo ziemlich genau wissen, wo dat man muss Stellschrauben sinn und dem man muss drehen goen wie wirklich Großschritten 4 zu machen. Dat heißt, also Kenntnisstand als ein gut Stück besser. Das heißt, wir sind noch mehr optimistisch, dass man wirklich mit diesem Plan von der alle gemeinsam durchschaffen wirklich ein gute Schritt 4 werden das gelingen. Es gibt natürlich multifaktoriell Kontranten, die muss man an den Griff kriegen, und dafür muss man auch alle gemeinsam darüber schaffen. Aber voilà, Zukunft als effektiver 7 Jahre, mit das eng froh, die pertinent ist, mit die wahrscheinlich nicht nur zu Lützeburg wird gestaltet gehen, aber auch nach an 26 anderen EU-Staaten. Merci. Ich habe hier noch 2 sehr kritische Fragen und dann sollten wir aufhören. Ich glaube auch nicht, dass ich sehr viel jetzt übersehen habe, sonst überspannen wir die Geduld unseres Publikums. Wir haben einmal hier noch die Frage nach dem Niedrigwasser. Das ist ein Thema. Oft fehlt Wasser im späten Sommer. Ist dann angedacht, größere Wasserquantitäten in Feuchtgebieten anzustauen und dann über das Jahr gedrosselt in die Bachläufe abzugeben? Sind solche Maßnahmen explizit im Plan vorgesehen? Also ich kann vielleicht just prinzipiell etwas drauf so und dann Marie kann vielleicht noch ein paar zu Maßnahmen noch etwas so. Also ich hatte schon den Druck op dem Terra zu Lützeburg gesucht, wie problematisch die ist. Wenn da wild riesig Fichtgebiete ulehen, braucht er natürlich auch riesig Terra. Also weil die muss mir dann über Wochen quasi die Wasserquantitäten stockieren. Und das an einem kleinen Land wie Lützeburg, wo einen extremen Druck sie wird von der Siedlung, sie wird aber auch für andere Aktivitäten, als war dann plus nach relativ zur Klüft du hast an am Norden vom Land geht es quasi gar nicht, weil da du Schiefer als Innergrund tut den auch nach Fissuréiert, dass der Tisch du lebt ich Wasser einfach klatsch an den Innergrund der Tisch du durch Schwierigkeiten überhaupt Wasser stockiert zu kriegen. Aber nicht sowieso dann wochenlang drschen als Gune tränt, muss man nicht besonders warm sein, als dat eng schwierig oder ganz schwierig erfangen. Das heißt nicht, dass die nicht so lokal Fischgebiete ulehen, aber ob da dummer da die große Quantität Wasser können stockieren, die da Gift brauchen, für dann den Debit von der Fluss oprecht zu halten, das heißt den Ecological Flow oprecht zu halten,
die gebraucht die ginn, do hunn ich még Zweifeln. Voilà, dat vielleicht eng echt Ebosch vun enger Antwort, mir war vielleicht nach an andere Welt intervenieren, Luc oder Anne-Marie. Ja, merci Jean-Paul. Ich kann vielleicht just ganz kurz ergänzen, dass man so eng Zucht vu Moosnamen net vir gesinn hunn an das wie de Jean-Paul gesot huet als Ziel ass immer den natierlichen Ofluss an eise Bachen zu hunn. Das auch an enger Bach as durchaus normal, dass et Periode gin mat méiwasser mat Mannerwasser an dat tut och sei positiven Impact, weil ducher gëtt dann noch zum Beispiel Zuuel gëtt regelmäßig gespult, wann eben méiwasser du hast, méi Debi du hast, doch durch se positiven Impact an et gin eben och Zeite, wo Mannerwasser an enger Bach ass. Mir geht eben drum die kritisch Perioden an de Griff zu kräen an also fir Wasser ze stockéieren an engem Fischgebiet so das wie gesagt, net als Moosnamen fir gesinn mir als Ziel aus eben den natürlichen Wasserhaushalt und natürlichen Aufluss zu errechen an dann eben vielleicht echtter unter Stahlschrau zu drehe vun Manner entnahmen oder zu gucken fir do eben zu agieren. Man muss noch so je nachdem wie in dat Gestalt muss in dat Fischgebiet ja auch mal für dicht Maß kreen an wann da muss du für Wasser aus der Berg aufzweigen auch wann es viel hört da greift mich Ohren an den hydrologischen System an von dem her also kein naturbasiert keine Lesung je nachdem wie sie realisiert geht der Tisch von dem her also nicht ob so viele Plätze vielleicht auch so uwendbar respektiv funktioniert an dem Moos kann sie das Wasser her noch bringen was gebraucht wird. Und dann noch eine letzte Frage, die aber im Zusammenhang steht und meine Entschuldigung geht an alle, deren Frage ich jetzt vielleicht ignoriert habe, aber wir sind jetzt schon 2 Stunden unterwegs und wir müssen langsam zu einem Abschluss kommen. Gibt es Überlegungen, Trinkwasser bei Industriebetrieben zu limitieren oder sparsamer zu nutzen? Also Industriebetriebe, die einen sehr hohen Wasserverbrauch haben, zum Beispiel ein Datacenter. Das sind Rost. Ja, also wir gucken bei all Projekten den rackend, ob da du ein Datacenter also oder egal Art Datacenter mir gucken du natürlich den Impact von dem Betrieb oder von der Aktivität so gering wie möglich, also der Wasseraufdruck, wenn ich das so kann nennen, den so gering wie möglich zu halten. Beim Datacenter also so, dass man do am Anfang als quasi just von Trinkwasser geschwert gehen an Dono als von Oberfläche Wasser geschwert gehen an Loku auch am Kader von der Ökonomie zirkulär auch von recyceliertem Aufwasser zu schwätzen. Das heißt, wir haben die Idee von der Ökonomie zirkulär, aber auch wie oft zum Beispiel ein Wasser kann gebraucht gehen, ehe kann zurückfließen losgehen. Das heißt, dass den doch an seiner Nutzung nicht nur einmal gebraucht, mir vielleicht 2 oder 3 Mal für denselben Zweck. Das geht auch an der Analyse von seinem Projekt gemacht. Das heißt, so ein Projekt geht nicht nur einfach, der Projekt kommt ran, geht geguckt und da geht autorisiert. Nee, das ist richtig ein Dialog, den sich aufstellt, aber wo geguckt wird, effektiv den Wasseraufdruck so man oder so klein wie möglich zu halten. Dadurch ging eben den Trinkwasserverbrauch, den du kritisch hanfrot gött fir du mal so zu soen, dat das go net mi so wie dat eventuell am Ufang ugedurcht war. Voilà. Merci, wunderbar. Ich würde vorschlagen, auch wenn ich jetzt sicherlich die eine oder andere Frage übersprungen habe, dass wir hier jetzt aufhören. Wir sind tatsächlich 2 Stunden schon unterwegs. Ich sehe aber, Frau Ministerin Carol Dieschbourg ist noch da, ist noch bei uns. Vielleicht möchten Sie zum Abschluss noch das eine oder andere hinzufügen. Madame Dieschbourg? Vielen lieben Dank und vielleicht ganz kurz nur Schwätzele zu mich. Genau. Also ich sind ich immens froh, dass man viel
auch tiefgründig frohen Rakuten, der dafür auch weiß, dass die Diskussion wie erreichen wir den guten Zustand vom Wasser ganz viele Aspekte hat. Der ging an der Diskussion vom Boden, vom Abrieb von Refen, über die Landwirtschaft an Kooperation, wie erreichen wir den Zustand, bis hin, was sind Ambitionen. Und du just, aber wenn wir nur 27, du just vielleicht eine kurze politische Message. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir so, wir halten die hohe Ambition von wir erreichen einen guten Zustand. Wir halten die bei. Bis 27 dann auch developieren parallel dazu, weil ja sowas, dass wir theoretisch auch können nur nach Bewirtschaftungspläne machen. Wir halten die hohe Ambition bei und wir werden noch an Europa, und das machen wir aktiv am Moment schon, dass wir auch so, wir wollen eine Langzeitvision, wir wollen aber nicht an der Zeit Männer ambitiös gehen. Das heißt, wir wollen bis 27 den guten Zustand erreichen, aber wir wollen auch die strengen Bewertungsmethoden unerkennen, aber wir halten uns und am Gegensatz zu anderen Ländern wie Frankreich, weil wir einfach so wir sind noch als Bürger an der Allgemeinheit chillig, dass wir eine gute Gewässerqualität garantieren und damit dann nicht de Futur für future Generationen denen eng Bürt oplehen, die ungerecht wären. Wir wollen den guten Zustand erreichen, aber wir wissen auch, dass wenn wir am guten Zusammenspiel mit allen Akteuren aus dem Siedlungswasserbereich wie die Gemengen, die eine Dynamik aufgeholt haben, mit der Landwirtschaft, wo wir noch kruziale Punkte mit der PAK, dass wir können unterstützen und nicht nur just Obligationen machen, wir wirklich die Wege gemeinsam gehen, mat doch enger Ökonomie an der mir man noch eng Etude zum Beispiel wir sind am gange Pilotprojekt zum fir Wassernutzung, mir muss sie auch Quantität vu Wasser dat man könne benutzen, fir das genug wie Wasser an de Gewässer bleibt und du schaffen wir mat der Wissenschaft zu summen. An alle die Sache sie méch wenn man an engem Strang ze, wir sind doch froh, dass de Pierre Treinen nur dabei war an och mat gemischtet an der Diskussion dat weiß der hat auch an schmengen dat ist bisschen de Message von Haut. Wir brauchen jiin an ihr alle Guten an ihren jeweiligen Funktionen für die Ambition, das nicht eine Ambition ist, die mir als Politik geben, dass wir da im Terra Hanno umsetzen. Und dafür gehen wir ja auch an den nächsten Etappen und Workshoppen, wo wir heute auch einen Termin können an 4 Stellen wollen. Da wollen wir gemeinsam wie mit ihr gehen. Das wäre dann den Hauptmessage, den ich noch zu liefern hätte. Merci, Madame Diesburg. Dann zum Abschluss, Herr Lickes, würden Sie uns sagen, wie es jetzt weitergeht? Was sind die nächsten Schritte? Ja, wenn die Stadt geschert kriege, macht eine Stadt ohne Problem. So, sieht an meine Präsentation. Oh, Ja, doch auf Groß schalten vielleicht. ja, einmal so, voilà. Wunderbar. Okay, merci. Voilà, also, wir sind, wie gesagt, an der Unheirungsphase von UCOM. Das, also, wie gesagt, also einmal von der Madame Minister gesagt gehen, wie wichtig ist das, dass wir alle gut zusammen schaffen, an dat man all Akteuren deskeier mat abern. Das ist wirklich die absolut wichtige Voraussetzung für dat da es gelingt, aus diesem dritten Bewirtschaftungsplan wirklich vollen Erfolg zu machen. Ermenung as dofir zielt op alle Fall auch kritische Rückmeldungen sind wirklich erwünscht. Wir haben nicht Wissenschaft gepacht, wie man das Dokument elaboriert und wir probieren das mit bestem Wissen und Gewissen zu machen. Wie gesagt, wir sind froh für alles, was wir von ihr als Feedback kriegen. Es soll ein ordentliches Verständnis von der Wasserrahmenrichtlinie schaffen. Das ist aber auch wichtig, wenn dir eine Rückmeldung gibt, dass da auch eine Unterstützung davon eigentlich signalisiert. Und die sieht dann an dem Sinn auch Multiplikatoren für die Wasserrahmenrichtlinie an. Dient natürlich auch dazu, für vielleicht das ein oder andere Misstrauen vielleicht können aufzubauen. Hajöwen sieht dann nach einmal, wo alle Dokumente Bitly-Link verfügbar sind. Das ist so, die hat prinzipiell 3 Möglichkeiten für
also für Ermenung als Matz deelen, da die ich das ganz klassisch, da da ministerisch Erstellung mat deelt, also hai und dem Minister schickt. Dann können wir aber auch giffen die neuen Portal von den Enquete Publik auch nutzen, für es können elektronisch heranzuschicken. An dann besteht auch noch immer klassisch die Möglichkeit für die Gemeng heranzuschicken, Gemengen riechen als das auch weiter an dafür hun Gemengen Monat lang mehr Zeit für als hier Avien auch können matzdelen. Also die Zeit bis den 17. Oktober 2021, da das noch relativ lang. Mit dieser Lage geht auch nach die eng oder die einer Diskussionsrunde, wie ich nächsten Slide weisen. Ganz wichtig, die Dokumente, die man elaboriert, sind relativ voluminös, die sind auch heinz technisch. Wir wollten ich Sachen halt präsentiert, wir haben aber gemerkt, es ist wichtig, ist auch Möglichkeit zu geben, wann Frauen abkommen, für dass wir die könnten oder dass wir an seine Helpline oder eine Hilfestellung haben, dafür haben wir eine E-Mail-Adresse angerichtet, wo ihr könnt uns wenden, für an dem Fall Fragen zu stellen, und da probieren wir dann, wann es Unklarheiten gibt, dem Moment darauf zu reagieren. Voilà, da gibt es, wie gesagt, 3 Diskussionsrunden, die alle um 6 Uhr aufhängen. Enke den 24.06., enke den 30.06. und enke den 7.07. Ummelden könnt ihr euch alle und der E-Mail-Adresse hier innen drinnen. An Themenbereiche, die an Diskussionsrunden angeschnitten gehen, sind Leben mam Wasser, Leben Wasser, und Leben vom Wasser. Ja, ich meine, mir gebiert lo eigentlich die flotte Privileg ja ich alle ein immens große Merci auch auszuschwätzen für die wirklich flotten Abend, auch wirklich für die urigen Diskussionen, die wir hatten. Den Herr Stolt hat gesagt gehabt, wir hatten am Anfang ein bisschen Angst, dass man nicht ganz viel Fragen kriegen. Ich meine, die Angst war unbegründet. Auch die Vielfalt von den Fragen an die verschiedenen Themen, die angeschnitten sind, haben gewiesen, wie viel ich das alles eigentlich Herz leid. Und das ist eigentlich der bon Augur für die Diskussionsrunden, die lo werden kommen, für zu beweisen, dass da genauso motiviert eigentlich rangeht. Und das gibt auch ganz viel Hoffnung an Optimismus, dass man eigentlich Ende des Jahres einen überschafften Bewirtschaftungsplan mit ihrem Feedback haben, den die beste Wert sind, für als Wasser an den nächsten 7 Jahren fit zu machen, fit für die zukünftigen Generationen. Und dafür gebe ich euch ein großes Merci so an dann ein Wort auch an Herr Stolz aufgeben. Merci. Ja, wunderbar. Merci, Herr Lickes. Eigentlich sollten Sie die Kiste zumachen. Jetzt haben Sie mir das doch wieder zurückgegeben. Okay, gut, dann ich kann noch Köchen machen. Das ist kein Problem. An ich alle schönen Abend wünschen. Wir haben natürlich ein bisschen die Version, das war vielleicht nicht unbedingt so gewollt, aber das beweist aber, wir sind nach aber zu etliche Leute hier. Voilà. Ich wünsche euch danach alle einen ganz schönen Abend zusammen mit Carol, was auch nach Hayas. Noch ein vielmals Merci für alles.